Boah, der Podcast. Du hast natürlich mega viel Hate über Rassistenfotzen oder so. Bist du gewesen? Ich habe ein Schaf tätowiert. Das, was du entführt hast, ja? Also als Kannst du Witz, ihr nachher das Video zeigen? Kultur. der Pride gibt es jetzt neu auch im Aargau und dann habe ich geschrieben, der Parasit expandiert. Ich? Influencer, die du nicht so gerne hast, oder Leute in Social Media in der Schweiz? Ja, kurz und bündig hat bei mir einfach voll abgekackt. So ein riesiger Bitch-Move gewesen. Eigentlich. Da sind 3 Asylanten und da sind 3 Schweizer. Dann läuft sie lieber bei den Schweizer durch. Was sagen die da dazu? Zum einen, wenn ich die Schweizer würde erkennen, dann vermutlich ja. Siehst du das auch so? Ich muss bei den Asylanten durchlaufen. Das sind ja meine Cousins. Ich muss dann ja Hoi sagen zuerst. Das wäre verdammt unanständig. Was haben Kurden und Schwule gemeinsam? Beide haben eine Flagge, aber kein Land dazu. Was habt ihr für ein Bild von der SVP? Ihr habt schon ein paar Deppen wie euch. Weißt du, warum schmeckt ihr streng? Das heißt, meine Frau hasst sich wegen dem. Blinde sie auch hassen können. Boah, der Podcast. Gehört die Frau in die Küche? Ich lache, weil du so fragst, als ob du ein Nein erwartest. Ja, also ich sage dir ja. Die gehört in die Küche? Nein, also ich wüsste dir mal mehr. Es sind wirklich viele Sachen, wo ich angezeigt worden bin, aber Ich weiss nicht, ich tue nicht niemanden angreifen. Nein, mit dem niemand ganzen angreifen. Nur die Jugos, die Serben, Schachtel die Türken, reden, die ja. Araber, die Muhalala. Und ich sehe den Gusti im Bundesrat. Boah, der Podcast. wie gesagt, viele Vorhänge hier, vor allem im Gesicht oder irgendetwas so, habe ich gesagt. Und dann, Du bist ein Arschloch wie wir. Ja, du musst können verkraften. ja, voll, musst du einfach. Boah, der Podcast. Willkommen bei Birrenweich Talk, das ist Folge Nummer 8. Ich habe vorher 7 gesagt, darum haben wir es jetzt nochmal aufgenommen. Und da haben wir unsere 2 Gäste, Vivian Huber und Hamza Raya. Der Podcast wird gesponsert von Allen's Lab, einem Trainer aus Bern, der auch Supplements-Hersteller in der Schweiz ist. Wenn ihr also wirklich qualitative Supplements auf Kapselbasis wollt, könnt ihr in der Bio den Webshop finden. Mit dem Rabattcode Birrenweich könnt ihr pro Bestellung sogar 10% ergattern, also bringt den heim. Unten in der Videobeschreibung. Genau. Vivian, stell dich bitte kurz vor, am Publikum, wenn du willst. Ja, Dort merci. ist deine Cam. Das ist deine Dort Cam. muss ich herschauen. Genau. Und deine Ja. Cam steht. Danke vielmals für die Einladung, Mirko. Es freut mich, hier zu sein. Wie schon gesagt, ich bin Vivian, ich bin 24, wohne in Muri, das ist im Aargau, und bin in der SVP. Bringen heim. Rassist? Ich bin Hamza Raya, professioneller Rassist. Ich tue mich auch tief in die Materie einarbeiten, damit ich umso professioneller hassen kann. Andere sagen, ich mache Comedy, aber sie erkennen nicht die wahre Intention dahinter. Das ist die Leute Meinst du es ernst? spalten. Nein. Okay, ich bin Comedian, Satiriker, Eventveranstalter und ab heute bin ich Gast beim Birrenweich gewesen. Das ist der grösste Meilenstein meiner ganzen Karriere. Wirst du mir noch eine Rechnung schicken? Nein. Okay, danke vielmals. Merci. Also, ihr habt doch das gesehen, vielleicht vom Gusti, wo er sagt, da sind 3 Asylanten und da sind 3 Schweizer. Und wenn eine Frau am Abend dort durchläuft, dann läuft sie lieber bei den Schweizer durch. Was sagen die da dazu? Ja, Würdest du auch bei den Schweizer durchlaufen? zum einen, wenn ich die Schweizer würde erkennen, dann vermutlich ja. Und ich vermute, dass sich der Gusti auf die Statistik bezogen hat von Frank Urbaniak. Das ist das Buch «Die Schattenseiten der Migration». Und Ja. dort drinnen steht nämlich, dass die Asylanten tendenziell etwa 3-mal mehr ein Delikt begehen. Ja. Siehst du das auch so? Also würdest du jetzt bei den Schweizer durchlaufen oder bei den... Ich muss bei den Asylanten durchlaufen. Das sind ja meine Cousins. Ich muss dann ja Hoi sagen zuerst. Das wäre verdammt unanständig. Von dem her gesehen. Ja, schau mal, das ist eben geil. Sie muss so voll formell und auf Statistiken und so. Ich kann es anders sagen. Bro, ich habe noch nie eine Schlägerei mit Schweizer im Ausgang oder so. Hast du noch Weißt nie was eine ich meine? Schlägerei mit... Nein, Doch, das heisst ich ja habe nicht... Nein! Doch, ich habe es schon mal Nein. gehabt. Ich bin ja Schon? selber halb Schweizer. Also ich habe auch noch keine Schlägerei gehabt. Aha, ja, okay. Ja, Also, du bist ja- Moment, ich muss auch reden. Ich bin jetzt älter. Ich rede davon, als ich damals, als ich noch jung und dumm Ja, war, bist du, früher, Hamza? also vor 6 Monaten. Das ist damals 42. 42. Nein, früher. Da muss man aber immer auch ganz klar sagen, das muss ich sogar sagen, weil die Leute sagen nachher, ich bin Rassist. Natürlich, die meisten Ausländer Zu sind Recht. coole Leute, normale Leute und so, aber wenn, dann hast du tendenziell eher mit Leuten aus anderen Kulturen Beef. Ja, okay, das safe. Aber ich habe schon auch mit den Schweizer Ja, das gibt es schon, aber dann nimmst du ja immer einfach den einmal, wo in 1000 Mal passiert ist, weißt, und stellst dir gegenüber von diesen 300 Mal von 1000 Mal. Aha. Und dann, aber die sind auch aggressiv und so. Ja, Bro, come on, Ausnahmen gibt's immer. Komm jetzt. Also weißt du, irgendwo müssen wir einfach ehrlich miteinander reden und so. Das kackt mich nachher an. Letzte Diskussion mit einem und so.
dass Österreicher genauso aggressiv sind wie Wie was? das nicht, ich will jetzt nicht die Kultur oder Aber es kann ja... Nationalität Komm schon, Drop-Kultur. Drop. Kurden. Kurden, Ich bin geroastet worden von denen wegen einem Joke, Bro. Ich habe Todesmorddrohungen bekommen und Was alles, hast du gesagt? Komm, bringen heim, komm. Was hast du haben gesagt? Kurden und Schwule gemeinsam? Beide haben eine Flagge, aber kein Land dazu. Ui, ich distanziere mich, jawohl. Also die meisten Kurden, muss man sagen, sind coole aber Leute und so. Warte, Schwule hat doch eine Flagge. Die haben eine Flagge, aber kein Land dazu. Aha, ja. Hast du Okay. falsch gesagt? Ah, warte, okay, ja, jetzt ist es gesagt. Beide Ich haben eine heiss Flagge, Birweich. aber kein Land dazu. Das ist der Joke. Okay. Die meisten sind coole Leute. Es kommen auch mega viele Kurden zu mir und so erzählen. Aber es gibt halt, ich sage jetzt mal auch, bei mir, sage ich jetzt mal in dieser Ecke, es gibt mehr Leute, die den Humor nicht verstehen und auch eher zu so, wie soll ich sagen, ein bisschen aggressiver reagieren. Ja. Und ein gewisser Teil ist schon leckt. Bekommst du Morddrohungen? Ja. Ist Wo? einer. Was Also nein, fällt drauf? Morddrohungen nicht gerade, aber doch, ich glaube schon, eins, zwei, aber ja gut, das ist Geschnurr. Aber so, Auch von Gewaltandrohungen, Schweizer? einfach Von und Schweizer, ja. Beleidigungen. Von Schweizer? Ja. Nein, Noch nie eine Morddrohung von einem Schweizer Nein. bekommen? definitiv nicht. Das ist doch das Gute an unserer Gesellschaft in dem Sinne. Also nicht, dass man Morddrohungen bekommt, sondern dass Ja. man noch darüber reden können, um was es geht eigentlich in der Schweiz. Also ich finde, man sollte jede Meinung respektieren, egal ob links oder rechts. Ich würde wirklich mit jedem reden. Aber eben solange, wenn es dann um Morddrohungen geht oder wenn man irgendwie den Respekt verliert zueinander, dann muss ich Ja. sagen, da hört es dann auf, oder? Ja, aber weißt du, Hass ist keine Meinung. Das ist so der Spruch, den ich die ganze Zeit muss Ja, das anhören. stimmt. Hass schüren, ja. Ich Das kenn ist ja auch. genau das beim Gusti. Ich habe ein Video gemacht, um ihm eben ein bisschen Backup geben, Support geben. Shoutout Ja. an Ich habe es Gusti. gesehen. Ah. Ja. Auch wenn deine Lektion scheiße war, du Arschloch. Er hätte eigentlich heute sollen da hocken, ja. Ja. Und dann ist einfach immer wieder genau das gekommen, um einfach die ganze Diskussion unterbinden. Hass ist keine Meinung. So, so Zahlen repräsentieren und so. Wie ist das? Weißt du, was ich meine? Wie sollst du das dann ausdrücken? Ja. Aber die Zahlen, mir ist halt vorgeworfen worden, dass die Zahlen, die er gebracht hat, dass die, wie sagt man? Ich kann es selber kalkulieren. Ja, Ja, du musst aber dass das ausrechnen. keine Fakten sind irgendwie. Ja, aber wenn man zum Beispiel die Kriminalstatistik anschaut, Ja. ich habe jetzt leider nur die vom 24%, etwa 563'000 Straftaten, oder? Wie viel? 563'000 Straftaten. Aha, Und, von Ausländern oder insgesamt? Nein. Aber über 57% davon ist von Ausländern gemacht worden. Und wenn man bedenkt, in der Schweiz haben wir ja nur 25% Ausländer. Offiziell, ja. Oder? Also, genau. Also eigentlich wirklich Ja, gut, ein Haben wir aber- so wenig Ausländer in der Schweiz? etwa Viertel, ja. Schon? Das habe ich gar nicht gewusst. Weißt du, ich befasse mich gar nicht gross mit dem Thema und so weiter. Aber dort zählen einfach nur, ich glaube, dort zählt Ein auch Schweizer jeder Pass. zu, der einfach Schweizer Pass hat. Genau, Oder? ja. Hast du einen Schweizer Pass? Ich habe den Schweizer Pass. Wie Ja, meinst du? Die, also- die keinen Schweizer Pass haben, meinst du mit 25%? Oder was? Was Nein, ist sie das? meint eben die mit Schweizer Pass, oder? Nein, die sind Also Also ja ohne Schweizer. Schweizer Genau. Pass Ohne Schweizer wären Pass. 25%, ja. Voll. Genau. Ja, aber eben, das ist halt das, was wir auch immer wieder hören und so. Aber das ist ja faktisch auch so. Ich meine, Kriminalität hat ja auch extrem viel damit zu tun, was für sozioökonomische Umstände du aufwachst. Oder? Ich meine, Kriminalität ist nicht einfach direkt einmal genetisch veranlagt. Das ist absoluter Bullshit. Sondern einfach eben, wie sieht es aus, wirtschaftliche Lage. Also, ja. Und die meisten, sagen Wer wir mal, aus sagt das diesen Gebieten sind halt genetisch? einfach arm. Wir sind auch da geflüchtet, oder? Wir haben auch ein normales Leben gehabt im Libanon. Und uns hat man genannt Réfugiés de l'or, Flüchtling aus Mit was Gold. bist du da gekommen? Wie? Mit was bist du da geflüchtet? Mit Gebärmutter. Aha. Oh. Mein- Tatsache. Nein, Ja. ich bin da geboren. Ah, du bist da geboren Ja, aber sogar? ich rede Ja, du bist von ja meinen gar kein Eltern. Richtiger. Okay. Die sind geflüchtet aus dem Libanon. Libanon ist ja, das haben wir ja Paris vom Nahen Osten genannt, oder? Mhm. Und, es ist halt schwierig. Ich verstehe schon, dass man auf der einen Seite sagt, okay, ist nicht mein Problem. Auf der anderen Seite ist es so, hey, wir müssen auch ein bisschen global denken und wir müssen auch ein bisschen untereinander denken, dass globale Vorkommnisse, dass irgendwelche Vorkommnisse am anderen Ecke der Welt auch auf uns Einfluss hat. Das sehen wir ja auch heute, oder? Schießt mir auch so viel fürs Benzin zahlen. Es ist zum Kotzen, oder? 2 Ja. Stutz muss ich für Diesel oder so Ja. zahlen. Iranische Klar, auch Brücke. Diesel, ja. Ja. Aber es hat verschiedene Tankstellen. Bei der einen kostet es einfach viel weniger, habe ich gesehen. So komische Ja, Tankstellen ohne vielleicht ist es Shop und so. Genossenschaft oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe dann gesehen, die sind hure viel dort am Anstag gewesen und dann habe ich nicht dort keine Lust gehabt. Also, Thema... Zu der Frage zurück. Bei den Ausländern oder den Schweizer. Mich würde etwas anderes interessieren. Okay. Ja, komm, bring ihn. Ja, also ich würde 2 Sätze dazu sagen. Von mir aus bei den Schweizer
Aber das ist hure unfair. Wir müssen bedenken, dass es auch die, ich sage jetzt mal eine Zahl, 95% korrekten Ausländer dann eben auch affektiert. Dann. Ja. Absolut, die leiden ja dann noch mehr darunter, oder? Unter dem Vorurteil, wenn die 5%, sage ich jetzt mal, sich nicht entsprechend anpasst. Ja, voll. Ja, ist so. Das ist ich weiß auch nicht. Aber eben, es ist meiner Meinung nach, haben wir Schweizer, reine Eidgenossen in der Schweiz haben wir vielleicht noch. Was schätzen ihr? Wie viele Eidgenossen kennen die? 10%? Ich weiß nicht. Wie viel ich kenne? Also, wenn ich dir muss sagen, wenn ich so 10 Kollegen jetzt zusammenzähle, dann ist vielleicht ein Eidgenoss. Eine. Wenn er wirklich Eidgenoss ist. Wie sieht es bei uns? Hast du Kollegen, wo du weißt, sie sind 100% Schweizer, ohne Immigrationshintergrund von irgendwo, der Urgroßvater ist Italiener? Gibt es das überhaupt noch? Wenig, Selten, oder? gell? Mhm. Also, Also ich habe in der SVP natürlich kenne ich viele Ja, Schweizer. dort, ja. aber du bist, wenn ich Nein, dich ich bei bin Rasse darf nennen. Darfst die Rasse? Meine Mutter ist aus Brasilien. Ja. Eben, ja. So ist das. Was wolltest du damit sagen? Ja, nein, eben. Das ist ja, es gibt ja fast keine mehr. Nicht nur, selbst bei der SVP. Der Navin Hostet, Ja, oder wie viele. heisst der? Der ist auch kein Eidgenosse. Ja. Nein, wir haben sehr Nicht? viel. Ist mir gar nicht Ich glaube nicht, müssen wir einen Der ist- DNA-Test machen. Da dachte ich, er war in der Ferien. Oder so im Tessin vielleicht zu lange rumgelegen. Ja, also in der Ja. SVP haben wir wirklich sehr, sehr viele Schon. Ausländer mit Schweizer Pass. Ja. Ja, ich habe in letzter Zeit gesehen, ja, dass viele eben auch so Leute, auch zum Beispiel Albaner oder sonst irgendwelche Ausländer, pro SVP mehr sind. Aber ist ja kein Widerspruch. Ja. Eigentlich. Weil früher hat es geheißen, SVP-Rassist direkt. Ja, Als ich noch in der absolut, Schulzeit war, hat man immer Blocher, SVP, alles, was damit du bist direkt ein Rassist, weißt du, was ich meine? Ihr habt schon ein paar Deppen bei euch. Das ist ja so. Ihr habt wirklich ein paar Deppen. Ich habe dir ja schon etwas geschickt im Voraus. Ja, tu das bitte, wenn wir das Thema schnell ansprechen, was das war. Das Ja, war das Bild vom Liebe Afghaner, ja? Jung SVP. Also das ist auch eine absolute Bullshit-Antwort, die er mir geschickt hat. Ich kann es dir schicken, wenn du es nachher einblenden willst. Ja, Ja, so ein gern. Afghan hat einen Insta-Account, hat irgendwie 5 Bilder und so und der lebt einfach happy vor sich hin. Wir wissen nicht, wie er ist. Vielleicht ist er der liebste Dude der Welt. Das Vielleicht ist- hat er sich auch in die Luft sprengen. Vielleicht hat er sich auch in die Luft sprengen. Die Chance dort ist zwar 95%, aber gehen wir aus 5%, dass ein lieber Dude war, okay? Ja. Peace out, Gruß an meine afghanischen Brüder. Bringen den heim. Lasst eure Cousine in Ruhe. Und auf jeden Fall, jetzt müssen wir ernst bleiben. Bro, der Dude lebt einfach vor sich hin, der hat nichts gemacht. Der ist am Chillen, postet seine Bilder und dann hat er so ein Bildpost am Abend vor dem Spiegel. Und das war nicht speziell auffällig, weißt du. Das ist noch wichtig im Hinblick auf die Antwort, die mir geschickt wurde. Klingt normal, steht er vor dem Spiegel und macht ein Foto. Hat er Und dann hat afghanische irgendjemand- Flagge rein da, dass man weiss, dass er Schweizer Afghaner Flagge, ist? glaube ich sogar. Woher weiss man, dass er Afghaner ist? Oh, weiss ich nicht. War ein Afghaner? Ah, hat er die Flagge Afghanische drin? Flagge oder Schweizer Flagge? Okay, dann Ich habe auch Schweizer Flagge im Kopf. Aber egal. Ihr seht es im Bild mit den Einblenden. Ja, genau. Der wahrscheinlich ist afghanische Flagge. Und dann habe ich einen Kommentar unten gesehen von eurer Partei, wo einfach so ein GIF hat, wo so Zombies. Und sorry, bei Warte allem schnell. Respekt. Sorry, ja. Ja. Ich muss nur schnell da korrigieren, es war nicht ein Bild von unserer Partei, also nicht ein Kommentar von unserer Partei. Wir haben ja auch die SVP oder mit einem Parteiprogramm und da haben wir unendlich, also sehr, sehr viele Mitglieder, oder? Und es gibt natürlich viele Leute, die nehmen einfach das SVP-Bild als Profilbild, aber das ist ja dann nicht offiziell von der SVP, sondern es ist von Mitgliedern. Das, was du ansprichst, ist wahrscheinlich von der JSVP-REC. Genau. Genau, es sind Mitglieder bei der jungen SVP bei uns. Ja, gehört zu euch. Genau, gehören zu uns an. Aber ja, über den Kommentar kann man streiten, ob er jetzt nötig war oder nicht. Finde ich nicht, Da dass sind man wir gross jetzt zum streiten Streiten kann. da. Bringen den heim. Das finde ich nicht, dass man darüber streiten kann. Es war ein GIF von so 2 Zombies. Und ich meine, eben, da finde ich auch, da müssen wir einfach ehrlich sein. Es ist ganz klar, was damit gemeint ist. Was denn? Ja, wenn man vergleicht einfach die Invasion von Afghanern mit Zombies. Ich meine, ich habe Ah, dass sie infizieren. ja, aber sorry, ja sicher, sorry. Hat ja keinen anderen Grund. Ja. Sorry, wenn ich lache, aber es Ja, ich ist finde viele absurd. Sachen auch lustig und so, aber die Frage ist dann einfach im politischen Umfeld, im politischen Kontext, ob das richtig ist, ob das angemessen ist. Ich bin Comedian und sogar auf der Bühne und in meinen Videos gebe ich immer noch mega viel zum Kontext mit. Wenn du das Und würdest ich- auf die Bühne bringen, wäre es aber schon lustig. Das ist etwas anderes, dann ist es ein humoristisch. Ja. Ich kann alles sagen auf der Bühne, weil ich gebe ja den Okay. Kontext, hey, ich Ja. sage etwas und meine das nicht ernst. Ja. Ich rede auch davon, von meinen schwulen Erlebnissen, die habe ich auch noch nie gehabt, also nicht Ach, alle. Und das mit dem Labubu.
Nein, ich verstehe den Punkt schon, Hamza. Ja, schon ernst gemeint. Ja, da habe ich Der gesehen. Labubu. Wie nennen wir einen afrikanischen Ja, ich Labubu? will es nicht aussprechen. Sonst lande ich wieder vor Gericht. Nigugu. Nee, Scheiße. Bro, ich habe den Schwarzen erzählt, die haben sich kaputt gelacht. Außerdem habe ich das N-Wort nicht gesagt, ich habe Nigugu gesagt. Ja. Auf jeden Fall, nein, gehen wir wieder zurück zum Thema, sorry. Was für ein Scheiß. Wie kommst du eigentlich auf den Scheiß, Bro? Pro Rassismus. Aha. Sorry. Ja, eben, es ist wieder, wenn die Leute sagen, ich bin Rassist und so, aber im Kern, wenn ich meine erste Seite vorhole, sorry, das Bild, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Wir wissen alle, was damit gemeint ist, so die Invasion der Ausländer, es hat keinen anderen Grund. Weil die Antwort hat es nachher nochmal bekräftigt. Ich habe gesagt, hey, könnt ihr mir das erklären? Und die Antwort war, ja, das ist humoristische Verpackung auf seine Hip-Hop-Pose. Das ist wie wenn du oder der Bierenweich irgendwie auch so Jokes machst. Also absolut, ich habe es in erster Linie. Seit wann ist ein politischer Kanal ein Comedy-Kanal? Das ist völlig der falsche Kontext, völlig der falsche Ort. Und das Zweite ist, seit wann ist das Interesse von der SVP, wie Hip-Hop sich einen anzieht? Das macht null Sinn. Und das Dritte ist, ich mache Comedy auf der Bühne. Leute zahlen, um das Zeugs anzuschauen, oder sie können frei entscheiden, ob sie meinen Kanal abonnieren oder nicht. Sie können mich blockieren. Aber du gehst spezifisch auf eine Person, die nichts gemacht hat, und postest so einen Kommentar. Sorry, das ist unter aller Sau. Und das zeigt, dass ihr habt Leute, die einfach einen Schaden haben. Wo haben sie das Bild gefunden überhaupt? Ich weiss nicht, per Zufall. Okay. Ja, natürlich. Das kannst du nicht rechtfertigen. Nein, muss ja gar nicht, oder? Und will ich ja gar nicht. Wir haben sicher viele Mitglieder, aber es gibt es bei jeder Partei, die gute sind, die schlechte sind, die zu extrem sind, die gewisse Ansichten einfach nicht korrelieren. Was Oder? macht ihr dagegen? Ja, so jemanden kannst du nicht ausschliessen. Oder er hat jetzt einfach einen dummen Witz gemacht, in dem Sinn, wo ich nicht lustig finde. In dem Sinn. Aber was Das war kein Witz. Was Witz sind, bin ich Experte, das war kein Witz. Das war ganz klar gezielt ein Angriff gegen eine Person. Ja, gut, aber Als Witz verpackt, aber als Angriff. Mhm. Aber ich kann jetzt auch nichts dagegen machen. Was will ich dagegen machen, wenn ich jetzt jemanden beleidige? Irgendwelche interne Prozesse, dass wenn so etwas passiert, dass es Konsequenzen hat und dass man gegen Leute so vorhat. Weil mir ist schon klar, dass nicht alle dass nicht Rassisten sind. Ich bin ja selber eher rechts positioniert. Ich sage nicht SVP, ich bin freidenkend, aber viele Positionen sind rechts oder konservativ. Aber ihr könnt ein Sammelbecken sein für gewisse Leute. Das ist einfach so. Die Strafe haben wir in dem Sinn schon selber, oder? Weil wir schiessen uns ja damit ins eigene Bein. Wir verlieren so zum Teil Wähler, wenn wir irgendwie zu dumme Sprüche rauslassen. In dem Sinn ist mir auch schon passiert. Habe ich auch viele Sachen gesagt, wo ja, die andere Person könnte ja dann sagen, hey, weißt du, wenn sie nicht einverstanden ist, lösch doch den Post, der ist nicht so... Ja. Der könnte uns schaden, oder? Aber das hat ja dann schlussendlich eigentlich... Der ist ja immer noch online, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiss, ich habe nicht nur einen Screenshot gesehen von dir. Ja, du kannst ja dort gar nicht posten, oder? Ja, nein, so Konsequenzen gibt es nicht. Weil was will der Typ machen? Der hat ein paar 50 Follower. Der ist ein Nobody. Sogar ich habe so eine Videoserie, die hat scharf geschossen. Und ich schiesse gegen Leute, die eine gewisse Reichweite haben, weil die stehen ja als öffentliche Person da. Der ist ein Nobody. Wieso schießt man gegen den? Und was soll er machen? Der hat es vielleicht nicht einmal gesehen. Ja? Der hat es vielleicht nicht einmal Safe hat er es gesehen. Ja. Ja, das war der einzige Kommentar, der nicht «Helle» gestanden ist. Und so. Was er kann natürlich machen ist, und das ist sein Recht, er kann Anzeigen erstatten, wo jeder in der Schweiz Recht hat. Dann kann man es als Humor tarnen. Polizei. Und das ist wenn du wüsstest, wegen was ich schon alles angezeigt worden bin, das habe ich ein paar Beispiele haben. Das Absurdeste. Das Absurdeste ist, als ich am Autofahren war und mich angeblich selbst... Frau am Autofahren, das würde ich auch anzeigen. Okay, ich am Autofahren war und mich angeblich selbst gefilmt habe, wegen einer Autobahnausbauinitiative. Ja, dann hat dich jemand angezeigt? Ja. Das ist aber sicher kein Ausländer. Nein, es war ein Schweizer. Ja, aber so ein Linksversiffter wahrscheinlich, der einfach irgendetwas sucht und so. Du bist natürlich schon Angriffspunkt. Ja, aber trotzdem, wir reden jetzt immer noch von dem Typ. Der weiss ja wahrscheinlich nicht einmal, wie er vorgeht und so. Der kommt aus einem Land, wo er wahrscheinlich, wenn er zur Polizeiposten geht und sagt, das und das ist passiert, selber vermöbelt wird von denen. Also ja, sorry. Also was soll er machen, weißt? Du hast eine Verantwortung, vor allem als so politische Partei. Und ich finde, es sollte gewisse, ja, ich weiss es auch nicht, gewisse, ja, viele Sachen, die er sagt, sind einfach, das Problem ist ja nicht, dass er Unrecht hat. Das Problem ist, wie er es verpackt. Ihr packt das Schaf auf einen Flyer und was mir da einfach fehlt, sind einfach die Hunderttausende von Ausländern, die sich den Arsch aufreißen, die gesellschaftlich vernetzt denken, die Gutes leisten für die Gesellschaft und die ein produktiver Teil sind. Und ohne die Schweiz wirklich ein langweiligerer und schlechterer Ort wäre. Und das ist eine valide Aussage.
absolut, da bin ich auch bei dir. Aber die SVP ist ja nicht gegen Zuwanderung. Wir sind ja pro Zuwanderung. Wir wollen Zuwanderung, wir wollen eine positive Zahl. Jetzt bei der Abstimmung im Juni, ich weiss nicht, ob du die ungefähr kennst. Nein. 10 Millionen? Genau, keine 10 Millionen Schweiz. Das heisst, wir wollen bis 2050 keine 10 Millionen Schweiz erreichen. Aber ich will gar nicht zu tief in die Zahlen reingehen. Ich will einfach sagen, es kommen zu viele Leute innerhalb von einer kurzen Zeit und das überlastet uns alle. Und auch, es ist auch schlecht für die Leute, die schon da sind. Also auch für die Ausländer, die viel integrierten Ausländer, die wir schon da haben. Mhm. Yeah. Das ist aber nicht das Thema. Das Thema ist einfach, was macht ihr mit so Aussagen, wenn ein Schaf einfach schwarz ist? Wenn ich Afrikaner wäre. Für mich ist es so, schau, ich habe eben die rassistische... Da zum Hautfarbe dort beim Schaf. Ja, es ist ein schwarzes Schaf. Aber es hat wirklich nur noch gefehlt, dass er ihm dickere Lippen anmalt. Kennst du das Sprichwort «das schwarze Schaf»? Sagt dir das etwas? Ja, das ist immer so geil verschleiert und kaschiert und so. Ja, man kann es so und so verstehen, ja. Aber ich kenne das schon, was sie sagt. Also gewisser Intellekt hat man, dass ein Bild eine gewisse Doppeldeutigkeit hat. Und mich zu verstecken hinter einem Sprichwort. Also es ist ein Sprichwort, das jedem bekannt ist. Ja, und es ist eine sehr, sehr perfide Kaschierungsmethode, um dort hinter etwas zu verstecken. Wo man eigentlich also du meinst, dass Weiss sozusagen den Schwarz rausschiessen? Du meinst, das Bild ist so? Ich sage jetzt mal so, wenn ihr schon in so einer heiklen Position steht, dann müsst ihr umso mehr überlegen, wie gewisse Sachen interpretiert werden können. Und dann einfach sagen, ja, aber ein schwarzer Schaf, das kenne ich schon. Aber anscheinend ist es ja, hat es ja zu Diskussionsbedarf geführt. Aber es ist schon mega lang her, ne? Das ist schon lang her. Ist nicht dir auf den Dings geklebt worden, wo im Podcast war? Ja, das ist aber auch schon ein Jahr her. Aber das Bild, das war schon mal in den Medien, schon vor, ich glaube, sogar vor 10 Jahren oder so. Nicht? Ja, das schon. Aber eben, ich sage, es ist ja, aber es ja, ist ein Beispiel, oder? Und, oder okay, nehmen wir ein anderes Beispiel. Wie heisst die von Chur? Sarah? Sie ist von Basel-Land. Von Basel-Land? Sarah Regetz heisst okay. Also was ich sage ist, ich mache Comedy und eigentlich habe ich sozusagen die Narrenfreiheit. Und trotzdem, das könnt ihr in meinen Captions nachschauen, ich mache rassistische Witze mit Betroffenen und schreibe trotzdem unten dran, um alle Missverständnisse zu vermeiden. Hey, das Video ist zum Miteinander lachen, die Witze sind austauschbar, du kannst irgendeine Nationalität rein tun. Ja, das ist mega gut, das machst du. Und dann sage ich von mir aus, wenn es dich stört, dann tu meine Nationalität rein. Es geht um den Witz. Das heisst, ich als Comedian tue schon mega viel zum Kontext beitragen. Ihr als politische Partei solltet das umso mehr. Mhm. Ich glaube, Sarah Regetz ist meine Kollegin und ich kann jetzt wie nicht für sie sprechen. Oder ich glaube, am besten ist es, wenn du Kritik an mich richtest. Du hast sicher auch Sachen, wo du kannst sagen, findest nicht gut. Aber wegen der Sarah, ja, sie benutzt sicher eine provokante, bespitzte Sprache. Ist das mit Alhamdulillah-Truppe? Das wollte ich sagen, dass die Leute verstehen, sie hat ein Video gemacht, wo sie sagt, ja, Frage an die ganze Alhamdulillah-Truppe. Ist es islamophob, wenn man das und das kritisiert? Und für mich ist nein, du kannst alles kritisieren, was du willst. Aber ich bin nicht dein Kollege, dass du pauschalisierend sagst, Alhamdulillah-Truppe. Du bist eine Politikerin, du bist kein Comedian. Das sind so problematische Sachen, die ich sehe. Man muss einfach ein bisschen vorsichtig sagen. Gewisse Sachen kann man auch vorsichtig ansprechen. Ja, gewisse ja, mehr Klicks, ja, aber es spaltet einfach die Gesellschaft. Wir sind einfach Teil von dieser Gesellschaft. Und also wenn wir nicht irgendwie eins auf 1938 machen und uns alle ausschaffen, dann müssen wir lernen, miteinander reden und wie wir miteinander umgehen. Wir sind auch aber Teil du von sagst jetzt von Pauschalisierung, aber indirekt pauschalisierst du ja auch die ganze SVP. Es sind nicht alle so. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ihr habt gewisse Leute. Und ich habe vorher ganz klar gesagt, mir ist auch bewusst, dass ihr nicht irgendwie pauschalisierend Ausländer hasst. Aber ihr habt Leute bei euch, die sehr problematisch reden. Und bis jetzt hast du mir eigentlich nicht groß gesagt, was dagegen gemacht wird. Also beispielsweise so einen Ton. Ich meine, ihr seid ja okay mit dem Ton, sonst hat ja irgendjemand etwas gesagt. Ja. Oder beispielsweise, ja, mich interessiert jetzt, ich habe es denen geschickt. Sie haben es noch gefunden, ja, aber ich finde es nicht so schlimm. Ich schicke die Nachricht, was wir geschickt haben, an Jung SVP. Also an wem genau? An den Präsidenten? Oder? An die Instagram-Seite selber. Okay, ja. Und was haben Sie gesagt? Sorry. Ich kann es einblenden oder ich kann es mal vorlesen. Ja, komm, es ist einfach so ein bisschen als Humor verpackt worden und so. Also wo du ich hast nie was befrage, genau wann geschickt? ist Junge SVP ein Comedy-Kanal? Das ist einfach der falsche Ort. Sogar ich weiss es, wenn ich Spendenaktionen mache und in ein Land gehe, ich mache keinen einzigen Joke. Weil es einfach nicht der Ort ist, weil es so ein sensibles Thema ist. Wenn ich im Libanon bin oder in Malawi bin ich würde nie so einen Joke drauf. Ja, nachher gehen wir gut essen mit dem. Weil das ist einfach eine Situation, die höchste Seriosität
verlangt. Ich verstehe den Umso mehr in Punkt, politischen Diskussionen, ja, wo es um richtig. Gefühl von Menschen geht, die hier leben. Das Ding ist, bei den Jungparteien, also du siehst nicht nur bei der jungen SVP, sondern bei allen Jungparteien, die sind oftmals noch einen Ton härter wie die Mutterpartei. Also die erlauben sich in der Regel noch ein bisschen mehr. Vermutlich auch zum herausfinden, ja, wo sind meine Grenzen, oder wie weit darf ich, woher nicht. Da habe ich auch selber herausfinden, was darf ich sagen, was nicht. Genau, und die Jungpartei, die bringt alles immer überspitzt dar als die Mutterpartei. Es sind ja noch junge Schnaufer, oder? Es sind junge Schnaufer, genau. Es gibt auch immer viel Wechsel bei den Jungparteien, also vor allem bei den sehr, sehr jungen Mitgliedern. Aber ja, ist berechtigt. Die heißen ja J. Das sind ja noch jung, oder? Sind wir noch Schobans SVP, Mann. Das sind noch junge Schnaufer, oder? Ja, aber verstehst du, was ich sage? Schau, was mir einfach fehlt, ist die Wertschätzung. Eine gewisse Wertschätzung von denen. Man spricht einfach irgendwie nur Probleme an. Und ich habe einfach das Gefühl, dass oftmals einfach eben, wenn wir zum Beispiel dann anfangen mit Alhamdulillah-Truppen, da bist du einfach pauschalisiert. Hast du dich angegriffen gefühlt? Ja, ich habe mich schon angegriffen Okay. gefühlt, weil ich meine, ich bin ja genau der, und für die Leute, die mich nicht kennen, ich habe den Gusti verteidigt. Ich habe schon ein paar Mal gegen irgendwelche Ausländer geschossen, wo ein Video gemacht haben, wo sich so als Opfer von Rassismus dargestellt haben. Und dachte so, dann bin ich Ultra-SVP. So, Ich glaube, ich habe dir das Video sogar geschickt. Kann das sein? Welches? Das Alhamdulillah-Truppe. Weiß ich nicht, nein. Das Ich habe es eben auch geschickt. anderen Kollegen geschickt, Muslimen. Und ich meine, Alhamdulillah-Truppe heisst also- einfach alle. Und es tönt einfach abwertend. Es tönt wirklich abwertend. Ich bin nicht mit dir befreundet oder sonst irgendetwas, das so redest. Und das macht nicht einmal ich. Weißt du, was ich meine? Also ein Politikkanal. Eben, die Leute werden jetzt... Über einen gewissen Kommunikationsstil bin ich bei dir, kann man darüber streiten. Und da muss auch jeder für sich selber so ein bisschen herausfinden, was ist gut, was nicht, was schadet mir nur selber. Eben, wie gesagt, Sarah ist meine Freundin. Ich verstehe auch ihre Seite, wieso sie das macht. Eben, es gibt sicher mehr Views, es gibt sicher mehr, dass du über das Thema kannst reden überhaupt. Aber ich selber auch, oder? Ich tue auch viele Themen sehr krass bespitzeln. Aber das nehme ich sicher mit, was du gesagt hast, bei der keine 10 Millionen Initiative beispielsweise, dass man auch die positiven Aspekte ein bisschen mehr hervorhebt. Und darum versuche ich auch immer zu erwähnen, dass wir die vielen integrierten Ausländer, die wir schon hier haben, dass es ja auch für denen zum Wohl ist. Ja, man sollte einfach vielleicht in der Wortwahl beibeziehen. Es ist halt schon ein schwieriges Thema und ich verstehe es. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du über Kulturen redest, wo die Frauen auch... du hast mir das doch gerade geschickt, irgendwie in die Gruppe. Ich habe das in unsere Gruppe geschickt, ja. Und du hast einfach so wirklich die härtesten Bilder eingeblendet. Du hast wirklich die schlimmsten Bilder eingeblendet. Ja, natürlich, von den anderen interessiert es mich ja nicht, wenn ich, oder? Eine Kultur und eine Religion in Um was dem geht es Sinn- genau im Video? Also im Für die Video... Zuschauer? Soll ich schnell sagen? Erzähl. Soll ich sagen? Also es geht in diesem Video darum, ich habe gesagt, Gleichstellung fördern, aber frauenfeindliche Kulturen fördern, das beißt sich. So habe ich angefangen. Weil es sind die schlimmen Bilder, weißt du? Ja, genau. Bilder, wo zum Beispiel Frauen ganz verschleiert sind und Männer sie schlagen mit irgendwie einer Peitsche oder was das ist. Machen dir das? Soll ich fragen, was ist das Problem Schlägst du deine Frau? Ist das kein Problem? Das ist ganz normal, oder? Hä? Verstehe nicht. Nein, aber was ich zum Beispiel meine mit frauenfeindliche Kultur, ich tue das Wort mega oft benutzen. Das sind für mich Kulturen oder Länder, wo Frauen eben nicht den gleichen Stellenwert haben. Sei es Afghanistan, Iran, Somalia, Irak, eben wo die Frauen zum Beispiel gezwungen werden, sich zu verschleiern, wo sie keine Bildung dürfen haben, wo sie nicht dürfen arbeiten. Das sind für mich... Aber weißt, ein paar wenn Frauen hätten das sogar gerne, meine Frau hätte es gerne, wenn sie nicht arbeiten müssen. ja gut, der Feminismus heute geht vielleicht teils auch ein bisschen zu weit, da gebe ich dir recht. Okay. Ja. Nein, aber meine Kritik ist, wenn wir jetzt einfach so viele Leute in die Schweiz... Was? Nein, ich habe das Schild vergessen, da aufhängen. Entschuldigung. Ah, okay. Wenn wir so viele Leute von einem Land in die Schweiz importieren, wo eben Frauen nicht den gleichen Stellenwert haben in einer Gesellschaft, dann kommen die Männer hierher und die legen die kulturelle Prägung in dem Sinne nicht ab. Sie tun sie da irgendwie weiterleben, weil es geht Jahrhunderte, bis das mal geändert wird. Ja. Ja. Und darum sage ich eben, wir dürfen nicht zu viele Leute auf einen Klapp in die Schweiz holen, sondern es muss ein bisschen gestapelt sein. Und das sollte ja eigentlich Feministinnen stören, eigentlich. Ja, die aber sind ja das ist meistens das so Paradoxe. links. Das ist das Paradoxe daran. Check Eigentlich, ich. ja, das checke ich wirklich auch nicht. Zum Beispiel früher sind die Linken auch gegen das Kopftuch an Schulen, oder? Ja. Und erst jetzt, seit die SVP da dagegen ist, sind sie jetzt plötzlich dafür. Jetzt sagen sie, okay, also früher sind sie wegen dem Frauenschutz dagegen gewesen,
haben das immer so begründet, aber jetzt sind sie plötzlich dafür, weil die SVP, also halt einfach eine andere Meinung. Du brauchst 3 Tamilen, um das dort montieren, Mann. Hey, in Dubai, im Fall, wegen jedem Scheiß. Nimm jetzt 50, etwa 6, 7 Leute, ja, irgendwelche Kinder sind dort irgendetwas am machen, Tisch rum. Ja, ich wollte ein Video machen, aber dann hat ich gedacht, weißt du, warum schmecken die streng? Das heißt, meine Frau hasst sich wegen dem. Und Blinde sie auch hassen können. Boah, der Podcast. Okay, wo sind wir gewesen? Das Problem ist, was ihr eben auch sehr oft habt, ist, dass ihr mega viele Sachen automatisch und reflexartig in die Schiene reinzieht, dass es unterdrückend ist oder auferzwungen ist. Also ich höre mega oft so voll die pauschalisierten Aussagen mit dem Kopf durch, dass es zum Beispiel ich höre religiöses Symbol oder beispielsweise, dass es Unterdrückung ist. Und ich habe einfach das Gefühl, das sind genau so Leute, die noch nie in so ein Land reisen sind und sich mit dem auseinandergesetzt haben. Beispielsweise der Händedruck, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, 2 Schüler, die nicht die Hand haben wollen geben an eine Lehrerin. Okay. Das ist ein bisschen länger her, 2000. Männer an einer Frau, oder? Nein, es waren 2 Schüler, 2 muslimische Schüler. Ja. Das ist, glaube ich, im 2000. Doch, kann mal etwas in den Medien und so kommen, ja. 2007, 2009 irgendwo so rum. Da haben 2 Schüler nicht die Lehrerin die Hand geben. Bist das nicht du gewesen? Nein, das macht ja keinen Sinn. Ja, ich weiss. Ja. nein, also Dings. Und das ist automatisch so und auch dargestellt worden in der Zeitung und interpretiert worden als ja, schau, eine Frau ist weniger wert, darum gibt man ihr keine Hand. Das hat null mit dem zu tun. Das ist ein Gesetz, also für die ganz Religiösen, die eigentlich ja eine schöne Bedeutung im Hintergrund haben, dass du eigentlich nur Körperkontakt hast mit deiner Ehefrau oder mit deiner Mutter beispielsweise oder Schwester und so, die kannst du anlangen. Und das hat ja eigentlich einen schönen Hintergrund. Und man ist momentan so anti, dass man sich gar nicht damit vertiefen tut oder probiert, das zu verstehen. Ich verstehe, dass es ein bisschen befremdlich ist etc. Aber wie es nachher dargestellt wird, ja, schau, die Frau ist weniger wert. So, nein, es gibt ja auch Frauen, die am Mann nicht die Hand geben wollen, aus Respekt vor ihrem Ehemann. Die Frage ist, wie weit gehen wir? Die einen sagen, ja, ich zum Beispiel umarme alle. Ich habe dich begrüßt. Ja, genau, ich kann dich angeben. Genau, ich umarme alle. Männer küsse ich aufs Maul. Und das machen darum hat er jetzt abputzt, wenn du siehst. Ja, ich habe gerade schnell abputzen, dann ist es zum Putzen. Aber andere haben auch andere. Es gibt Leute, die sagen, nein, das finde ich nicht schön. Ich will nicht, dass mein Partner andere Leute umarmt. Ja. Und bei anderen ist es halt Hand. Warum ist das so ein Problem? Und warum muss das so als befremdlich angeschaut werden? Affektiert uns das wirklich im Leben? Und das sind dann so Sachen bei der SVP, wo einfach jedes kleine Detail rausgenommen wird und so instrumentalisiert wird und umgewandelt wird in eine Form und Weise, wo der Bünzli, wo genau so tönt wie wo nachher, wie soll ich sagen, nicht produktiv, sondern ich weiss, was destruktiv wirkt. Und das Lustige ist eben auch, die Juden machen das auch, aber die SVP sind nie. Ja, was? Nein, ich sage jetzt SVP, ich bin ja nicht wirklich. Ich habe schon einem Kollegen die Hand ausgestreckt und dann im Sinne einer Frau und sie gibt mir einfach die Hand nicht. Ist sie Jüdin? Nein, Muslim. Okay. Also ist von Bangladesch. Und also nichts gegen. Wieso gibt sie mir die Hand nicht? Habe ich nicht gecheckt. Also ich muss sagen, nichts gegen meine jüdischen Brüder und Schwestern und Münzsammler. Aber es ist einfach ein Fakt. Ich bin es ja auch. Ja gut, vielleicht will sie nicht einfach so explodieren aus dem Nichts. Aber gehört für dich eine Frau in die Küche zum Beispiel und muss den Haushalt machen? Nein, absolut nicht. Absolut nicht? Machst du Nein, das ich sehr schätze es. Ich schätze es. Du machst alles daheim? Meine Frau ist super, Bro. Meine Frau ist echt. Das ist die beste Beziehung, die ich bis jetzt hatte. Und wir haben es recht traditionell, aber will ich nicht so denken. Aber sie hat eben kein Kopftuch Burka, weil du sagst traditionell. Noch nicht. Noch nicht. Wird sie zwangsislamisiert? Nein, aber sie... Wir haben es traditionell, aber weil ich es ja nicht als selbstverständlich sehe, schätze ich es auch. Also, ich bedanke mich wirklich für alles. Aber ich sehe einen grossen Unterschied zwischen, die einen sagen wegen Kopftuch und dann Burka. Weißt, das ist ja, dann sind zwei... Sie hat vielleicht noch etwas sagen wegen dem. Ja, aber das kann ich sonst gerade einfließen lassen. In der Antwort, genau. Ja. Also, Burka ist jetzt verboten in der Schweiz. Da hat die Stimmbevölkerung von der Schweiz ja dafür abgestimmt. Und ist seit diesem Jahr... Warum nicht? Also, meine Cousine ist die einzige zwischen ihren Schwestern, die verschleiert ist. Es war ihre Wahl. Was verstehst du unter Ist es ganz verschleiert? Oder? Weil Burka ist ja so. Das ist Niqab.
In dem Fall hat es ein Niqab. Was ist denn Burka? Sorry. Niqab ist so und ich glaube Burka ist... Oder können wir es schon ganz genau nachschauen, weißt du, dass wir 100% Burka sicher sind? Wo die Augen auch nicht siehst? Ja, das haben sie vor allem in Afghanistan. Niqab ist das meine da, ich wo du nur die Augen siehst. Das haben sie vor allem in diesen... was sind das für Länder? Gar nicht. Scheiß Küsse, Mann. Was ist denn der Unterschied? Wieso, mit einem darfst du die Augen... Ja, Im schau, anderen im Islam steht... es steht nicht, du sollst Kopftuch anlegen. Es steht einfach, du sollst deine Reize bedecken. Oder? Und das ist jetzt wieder auch so etwas. Die Tschechen, manchmal, die einen sind Fußfetisch. Ich will im Stringtanga rumlaufen, ohne belästigt werden. Ja, das ist wieder das andere Das ist krasse das andere Extrem, Extrem, ja. oder? Und das dient einfach so ein bisschen. Und klar, mir ist auch bewusst, gewisse Frauen werden auch in Trainerhosen und so belästigt. Das ist mir schon klar. Ich würde aber schon sagen, egal, lassen wir das Thema, sonst dann noch wieder Bullshit. Komm, bringen heim, komm. Ich würde schon sagen, dass wenn du zum Beispiel in den Club gehst und extrem Reizen aufstellst, dann reagierst du ja schon nur biologisch automatisch. Kennst du das nicht, wenn du am Sitzen bist und jemand läuft durch und du reagierst automatisch so? Und ich glaube, das ist auch, wenn du irgendwie Haut siehst oder so, dann reagierst du ja nicht bewusst, sondern unbewusst reagierst du ja dann eher, oder? Ja, es hat nicht zu tun, dass du unbedingt gerade mit der Person ins Bett gehen, oder? Also auf jeden Fall. Genau, das ist mir absolut bewusst. Ich bin genau. Oder? Ja, aber eben... Ich schaue auch manchmal, läuft zum Beispiel ein Mann durch, ein alter Mann oder so, ich will ja nicht mit ihm nachher ins Bett, wenn ich ihm nachschaue. Aber wenn ich an einer Frau nachschaue, die ein bisschen... Ja, aber du bist gesund im Kopf. Hä? Ja, Du aber bist nachher... gesund im Kopf. Und es gibt halt Typen, die halt anders funktionieren. Darf ich nur noch mal schnell zurückgehen zum Thema wegen dem Handschlag oder so? Das ist mir auch schon passiert. Ich glaube einfach, jede Kultur hat ihre Daseinsberechtigung, aber nicht alle fungieren gut miteinander. Soll ich schnell stoppen? Ja, komm, bringen weiter. Die Also- Cam ist auf dich gerichtet. Okay. Schau, er ist das Viertel Cam. Aha! Das ist perfekt. Ja, in dem Fall nochmal. Jawohl, folgt eine Runde. Nein, Mann, das tut mich Muss so. der Fokus wieder kommen. Jetzt ist wieder ein Fokus. Sorry, ich will nicht zu viel reden. Ich sage noch ganz kurz. Also zum Kopftuch. Warte, ist jetzt mein Ding schon drin? Oder Sie ist nicht? gar noch nicht, sie ist noch am Reden. Auch rein. Sie muss nochmal anfangen. Genau noch mal kurz zum Thema von vorher. Ich glaube, also jede Kultur hat ihre Daseinsberechtigung. Was ich der festen Überzeugung bin, dass nicht alle fungieren gut miteinander. Weil für uns ist das wirklich sehr befremdlich. Mir ist das auch schon passiert an der Schule, wo ich jetzt gehe, dass mir ein muslimischer Mitschüler die Hand nicht gegeben hat. Ja. Und zuerst habe ich nicht gecheckt, so, also ich habe das wirklich mega als abwertend angeschaut. Oder? Weil ich kenne das nicht. Oder wieso gibt mir jemand die Hand nicht? Für uns ist das wie normal da. Oder? Und von dort nicht. Darum, das Mindeste, was man erwarten darf, dass man sich da anpasst. Also dort bist du noch nicht bei der SVP. Vielleicht hat er Doch. wegen dem nicht will. Aha, vielleicht hat er wegen dem nicht will. Ja, möglich. Das stimmt. Ja, aber das sind dann eben so Sachen, oder? Also anpasst beispielsweise. Wenn zum Beispiel gewisse Leute umarmen Menschen und die anderen haben es nicht gern. Mhm. Und der Fall, Das ist wie ja du genau das umarmst. So, oder? Normale Umarmung. Ja, Normale, wenn du gerade freundliche vom Umarmung. Sport kommst und so und voll nach Achselschweiß stinkst und dann Also ich muss gehst ehrlich sagen, fremde Männer tun jetzt auch nicht umarmen in dem Sinn, wenn ich sie nicht kenne. Ja. Die Ja, auch okay, nicht dann kennen. habe ich ja auch deine Grenzen überschritten, weißt? Und dann heisst es ja, du musst dich anpassen. Es sind doch so Kleinigkeiten irgendwie und es ist ja nicht so ein riesen Thema. Wenn ja nicht wirklich irgendwie, es passiert ja nicht 8-mal am Tag, dass jemand die Hand nicht gibt. Und das ist ja dann eben das, wenn wir ein bisschen Liebe füreinander entwickeln und ein bisschen dahinter sehen, ohne irgendwie unsere Vorurteile da mit einfließen lassen, dann verstehen wir es. Und wenn du nachher einen Vergleich setzt mit, ja, gewisse Leute umarmen beim Begrüßen und bei gewissen ist die Grenze halt, hey, es sieht doch auch herzig aus, wenn du die Hand aufs Herz legst und dann verstehst du es auch gerade. Es sind halt so gewisse Reibungen, die wir ein bisschen haben am Anfang und wo man nachher versteht. Ich meine, heute sagt jeder Habibi, wenn ich sage Habibi, jeder weiß, was es heißt, jeder weiß, was Yallah heißt oder Alhamdulillah. Und am Anfang ist es halt ein bisschen kompliziert, aber nachher am Schluss funktionieren wir besser zusammen und so Kleinigkeiten machen nachher nicht mehr so. Korrekt, aber wenn es jetzt nur eine kleine Masse ist, die in die Schweiz kommt, wo das auslebt oder so, dann haben wir ja gar kein Problem. Oder wenn nur eine kleine, zum Beispiel, wo ich in die Schule gegangen bin, also noch in die Primarschule, da haben wir etwa, und ich tue mich jetzt hier inkludieren, etwa 4 Schweizer von 24 Kindern. Und das ist halt einfach so, da passen sich wie die Schweizer den Ausländern an. Und ich habe Respekt für jeden Einzelnen persönlich, bin ich total bei dir, aber überall dort, wo Mehrheiten kippen irgendwann auch Wert und Kultur und Gepflogenheiten. Und das ist einfach das, was die SVP bewahren will. Bei mir war Schweizer ein Fluchwort, wo ich aufgewachsen bin. Also man Ja, hat das gesagt, ist du hure Beleidigung, Schweizer und so genau. hat man mir Ja. zum Beispiel, obwohl ich
teilweise gesagt, oder auch anderen, die ganz Schweizer waren, die einen haben den Flatter kassiert, nur weil sie Schweizer waren. Ist das bei dir auch so gewesen? Wo bist du aufgewachsen? Ambrach. 8424. Ja, Im eben. Bronx. Ist das dort nicht so gewesen? Wir sind ja etwa plus minus. Schweizer, ja, das habe ich auch schon gehört. Das finde ich auch. Hast du das auch so mitbekommen, dass es dass Leute, du hure Schweizer zum Beispiel, das Fluchwort war, sozusagen? Also das Fluchwort, ja. Ja, ist einfach so die Ja, bünzlige Art und so, oder? Ich meine, wenn du so gewisse Klischees nimmst und so, dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, Eltern einfach abschieben bis ein Altersheim und so, dann würden alle jetzt meinen, aha, ja, die Schweizer, ja. Oder wenn du sagst, ja, der hat 50 Rappen Twin-Forderung gemacht und so, dann würde ich jetzt sagen, also schon so, mir ist schon bewusst, dass nicht alle so sind, weißt du, aber ich habe eine Comedy-Show, habe ich auch so eine Umfrage Nein, aber gemacht. nicht wegen dem, nur schon wegen dem Optischen. Wegen dem Optischen? Ja, nur schon helle Haut, blonde Haare. Denke ich nicht. Hast du nicht? Ich habe das schon so gehabt. Ich habe es wirklich oft haben wir das. Wir sind in einem kleinen Dorf, in Regensdorf, das ist ein kleines Dorf, das ist nicht in der Stadt, keine Ahnung. Es war wirklich Blöcke, es hat nur Ausländer dort gehabt. Und, Ich hatte einen Türkenblock. Aber etwas wollte ich nur ganz schnell antönen. Du hast gesagt, ja, eben, wenn es mega viele sind. Wie oft passiert das? Ich meine, mir ist das vielleicht 2-3 Mal passiert oder so. Und ich habe viel mit Ausländern zu tun. Okay, sicher ein bisschen mehr, aber so wenig, dass ich es gar nicht... Also wegen dem Handschlag? Ja, wegen dem Handschlag. Aber weißt du, wenn jetzt, das ist nur ein Beispiel von vielen Sachen. Ja, das kommt selten vor. Ja, aber es ist ein Beispiel, das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Absolut, aber überall dort, weißt, wenn es dann plötzlich, es ist nur ein Beispiel, aber es gibt viele so kleine Beispiele. Nur Deutschland beispielsweise müssen sich an einer Schule die deutschen Kinder haben sich müssen wegdrüllen und heimlich essen während Ramadan. Das ist Bullshit. Habe ich auch so gesehen auf Social Media. Sorry, ich will das nicht so... Das ist Bullshit im Sinne von, das ist eine Sauerei. Die Deutschen können essen, wo sie wollen. Selbst im Libanon, wo die Leute Ramadan machen und so, hat es auch Christen und Muslime und Christen essen. Also, und dann in einem deutschen Land, wo noch... Gut, Libanon ist eigentlich auch, in Anführungszeichen, christlich. Okay. Das ist absolut... Ich bin voll dagegen. Ja. Weißt du, aber so Sachen, das geht zu weit für mich. Aber das ist in Deutschland, glaube ich, noch extremer als in der Schweiz, oder? Ja, das ist sicher noch schlimmer wie da. Ja, aber ihr nehmt hure oft so Beispiele von Deutschland und so, um ein bisschen den Leuten Angst zu machen. Und das Problem ist natürlich auch, du hast in Deutschland eine andere Wirtschaft. Die geht ja voll den Bach runter momentan. Viele Leute leben am Existenzminimum. Das führt natürlich zu Kriminalität. Dann haben die Deutschen auch eine ganz andere Gesetzeslage, dass du Leute hast, die dort geboren sind, die bis heute geduldet sind und nicht arbeiten können. Und da würde sogar ein Schweizer kriminell werden, wenn du mit 400 € im Monat leben müsstest. Und um dich herum siehst du einfach Leute, die Geld machen und die reich sind. Oder? Und in der Schweiz haben wir es natürlich ganz anders. Ich finde nicht, dass man so schlimme Zustände da Nein, wie in Deutschland. Aber die Schweiz wächst 18 Mal schneller wie Deutschland. Und also wir wachsen rasant. Und es ist wirklich nur eine Frage von der Zeit, wenn wir so viele Leute... Ich glaube, sie schauen jetzt ab von Deutschland und wenn sich ein Beispiel nehmen, es nicht so weit kommt. Das glaube ich. Oder? Das könnte noch sein. Weil, wenn ich jetzt schaue, so Deutsche, nur schon die Sprache, die sie benutzen, die benutzen ja hure viele arabische Wörter auch, nur schon wenn sie fluchen und so. Wallah? Ja, die sagen jedes zweite Wort ist Wallah dort. Irgendwie in Deutschland auch Deutsche sagen, oder nicht? Also das hat ja dann, die sagen, das sind ja nicht mal religiöse Leute teilweise, die das Wort benutzen, weißt du, was ich meine? Weil das ist ja eigentlich, das müsste eigentlich religiös sein. Die schwören ja alles schwören auf Allah. Ich komme jetzt dort hin, Boxkampf dort, ich mache das, oder? Das TikTok und so Zeug, wo du damals siehst, die schwören ja nach jedem Satz. Alles schwören auf Allah. Haltet es gar nicht ein. Ja, irgendwann kommt vielleicht der Tag, wo die Ausländer sein wie Schweizer. Ja. Und dann können wir so, hey, ist alle dort? Hey, ist alle Mohammed? Hey, alle, ja, tschüss, tschüss. Ja, ich bin ja das, der das ein bisschen bringen wollte. Ich bin ja beides, Doppelbürger. Sorry nochmal, wegen dem Kopftuch ganz kurz. Das ist auch wieder so ein Thema, wo ich mich dann frage, schau, wenn du in Paris bist und du siehst 10'000 eben, was jetzt richtig ist und was falsch, lassen wir das beiseite. Zum Beispiel meine Cousine ist freiwillig verschleiert, meine andere Cousine, ihre Schwester, läuft in engen Hosen rum in Dubai. So. Es war voll ihre eigene Wahl. Niemand in meiner Familie ist gezwungen worden. Und sie zum Beispiel sagt, jetzt, wenn ich sie gefragt habe, hey, was haltest du von dieser Burka, sagt sie, die an den Ecken ab und so. Oder? Die sieht das natürlich auch ein bisschen anders. Aber jetzt nehmen wir es auf die Schweiz. Ihr habt etwas verboten, wo da gar kein Problem war. Es ist einfach nur wieder ein Zeichen gegen den Islam. Und das Problem ist dann einfach, viele Leute können das dann nicht interpretieren. Die sind selber Muslime, die arbeiten da, die sind integriert, die machen etwas. Und dann kommt einfach so etwas,
wo für meine Augen einfach nur so ein Schuss ist gegen ein Problem, das gar nicht existiert. Weil wie oft hast du eine Frau in der Burka gesehen? Plus sind es dann noch eigentlich die ja noch Geld bringen. Das sind ja meistens die aus den Emiraten, die da kommen und Hunderttausende von Franken liegen lassen. Ich sehe schon an der Bahnhofstrasse. Dior und Chanel. Da hat es wirklich wenig. Also, Das Hast weiss du gar ich nicht nicht. gesehen? es hat schon wenige Ähm, mit Burka. Da. Also es ist ja Das nicht die hat's SVP, die das gebracht hat in dem Sinn. Die Schweizer Bevölkerung hat das wollen, oder? Es ist eine Mehrheit von unserem Volk, die da zugestimmt hat. Ja. Und das sind ja nicht nur SVPler. Aber sondern von wem ganz- ist der Vorstoß gekommen? Ja, das ist voll. Das war unsere Idee. Eben, das meine ich ja. Aber es geht darum, gut, da bin ich jetzt wahrscheinlich total anderer Meinung wie du. Für mich ist das sehr, sehr befremdlich, wenn eine ganze Frau sich verschleiern muss. Wieso muss? Wer sagt das? In Afghanistan, in Iran, Ja, du nimmst in die Irak. Extrembeispiele. Ja, natürlich. Alle anderen gehen mir nichts an. Wenn du es freiwillig machst, mach was du willst. Aber wenn es um Kind geht und wenn es um Schulen geht, dann ist für mich das Thema tabu. Okay, aber du nimmst einfach wieder genau den... Schau, ich sage nicht, dass die Probleme nicht existieren, aber das ist eben genau das. Man pauschalisiert einfach wieder und das ist das Problem. Ich meine eben auch, zum Beispiel wenn ich die Videos anschaue und so, Kopftuch wird einfach die ganze Zeit oder sehr, sehr schnell oder mit zu wenig Kontext wird es direkt mit Unterdrückung freigesetzt. Es gibt die Frauen, das bin ich völlig bewusst. Aber ich weiß, woher ich herkomme und ich bin extrem liberal und ich bin sogar eigentlich, wie gesagt, ich positioniere mich eigentlich eher auf eurer Seite. Weil meistens sind das dann so Leute, mit keine Ahnung, mit so komischen Ponyfrisuren und so, die gegenübersetzen, die gar nicht zuhören wollen. Aber ich sage ja, die meisten von diesen Leuten, und ich rede aus Erfahrung und aus eigener Familie, das ist eine eigene Wahl. Und das ist wie wenn du zum Beispiel, ich nehme mal ein extremeres Beispiel, es geht nicht darum, du musst ein Kopftuch tragen, es geht darum, bedeck deine Reize. Und das ist so ein bisschen kulturell eigentlich, oder? Du siehst sogar auch vom Stil und so bei den Kopftüchern gibt es bei gewissen Kulturen Unterschied. Und es geht nur darum, dass gewisse Frauen sagen, meine Haare sind ein Reiz. Ich habe eine gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, das Kopftuch anziehen? Die steht, die ist, das ist eine Schweizerin, obwohl sie ein Kopftuch hat, das ist eine Schweizerin. Die ist normal integrierte Gesellschaft. Was sie daheim macht, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und für sie ist, ohne Kopftuch fühle ich mich nackt. Mhm. Oder? Aber die Frau spricht ich auch nicht an. Oder ich spreche eigentlich auch nicht Muslimen an. Oder ich will die nicht ansprechen, sondern ich will die krass extreme Auslegung vom Islam Das ansprechen. sind Touristen. Die ich sehe, sind Touristen. Die Mehrheit der Länder, wo die Frauen so angelegt werden, die kommen ja nicht, die legen das nicht freiwillig an. Das sagst du. Wolltest du mir sagen, ein Kind mit 8 ist freiwillig so angezogen? Das ist ein anderes Thema, aber es gibt andere Frauen, wenn du so aufwachst, dann empfindest du das als normal. Und das Ding ist einfach, was ich nicht sage, ob es jetzt richtig ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Von mir aus haben wir recht. Von mir aus hast du recht. Aber wo war das Problem in der Schweiz? Es ist nur... Noch nicht da. Korrekt, aber ich bei dir, es ist noch nicht da. Bin ich bei dir. Es ist Ja, wie aber- ein Vorschaffung. Sie müssen vorbeugen. Ja, eben, aber dann muss man ja Angst schaffen, um die Probleme, die eigentlich gar nicht existieren. Wer sagt, du sagst, es ist noch nicht da, aber ich habe nicht einen Trend gesehen, wenn ich bin jetzt auch 42, ich habe nie irgendwie einen Trend gesehen, dass ich jetzt mehr und mehr... Ich würde es völlig verstehen, wenn man in so Zustand hätte wie Paris, wo ich jeden Tag irgendwie 10 Frauen Oder sehe, Deutschland, oder? wo ich das Gesicht nicht sehe. Dann wäre ich voll mit dir. Ja. Aber ich habe es nie gesehen. Ja, nein, Und wenn verstehe ich es gesehen habe, sind es Touristen gewesen. Ist ein guter Man hat ein Punkt. Problem geschaffen, das gar nicht existiert. Noch nicht. Die Schweizer machen etwa 1,2 Kinder pro Familie, also die Schweizer, oder? Und die Ausländer Schweizer, ja. sind Schweizer, ja, genau. Und bei den Ausländern ist es viel mehr, also ist es das Doppelte. Und Ja. irgendwann wir werden aussterben. Das ist jetzt ganz ein anderes Thema. Du sagst noch nicht. Wir reden immer noch von der Burka. Du sagst noch nicht. Und du sagst, ja, die Ausländer vermehren sich. Ja, aber es sind Kulturen, die die Burka gar nicht haben. Wir haben keine Saudis da. Wir haben keine Katar Wir da. haben Afghanen hier. Afghaner? Das habe ich nie gesehen. Also ich habe nie jetzt eine Frau gesehen in der Burka oder so. Das habe ich nie gesehen. Also, Wenn ich gesehen Ja, habe, ich habe schon sind's- gesehen, aber nicht viel. Wenig. geh mal die auf meisten, Genf. die ich gesehen habe, haben die Schon wenig. Bahnhofstrasse Sind ihr schon mal in oder Genf Länder. gewesen? Wie? Sind ihr schon mal in Genf gewesen? Ja, Genf. ja, Also- gut. Ja. Das gehört nicht mehr zur Schweiz. Können wir das abschneiden? Genf, ja, ich Ja, also dort ist bin es schon ja mal gesehen, üblich, dort hat es oder? wirklich mehr, das stimmt. Ja. Ich sage nicht, es gibt kein Problem. Bin ich voll mit dir. Ich sage nicht, es gibt und es gibt nicht gewisse Leute, die Frauen... Ich sage das doch gar nicht. Ich sage nur so ein bisschen, es ist so eine gewisse Antipathie. Und ich verstehe es auch, die entsteht natürlich aus gewissen Geschehnissen etc., wo ich auch mit euch bin. Ich sage nur, wenn man dann eben so Problem schafft, und für mich ist das ein Problem, das gar nicht existent war, und dann einfach so schiesst, dann spalten wir die Gesellschaft. Weil ich denke immer noch, die guten, integrierten Muslime, wo völlig
applikabel sind in dieser Gesellschaft und nicht irgendwie Reibungen schaffen, sondern völlig integrierbar sind. Ja, was auch die meisten sind, ja. Was die meisten sind, die fühlen sich dann so ein bisschen ausgeschlossen. Weil ich sage dir auch erst, ich sehe im Fall auch, ich würde mich sehen als integrierte Gesellschaft. So. Ich bin auch nicht extrem Bist auch da geboren? da geboren, aber ich bin eigentlich schon, ich habe gerne meine Herkunft und ich habe schon recht viel Wert, die ich mit mir trage, so die positiven Werte. Und amigs sehe ich schon Sachen, wo ich würde jetzt sagen, ich bin kein dummer Mensch. Ich würde schon sagen, ich habe vielleicht ein bisschen etwas in der Birne. Birnenwein. Jawohl. Aber wenn du die ganze Zeit so Zeugs ausgesetzt bist, dann ist wirklich der Punkt irgendwann da, und das war bei mir nicht so, aber ich kann es nachvollziehen, dass du einfach sagst, fuck it. Und dich einfach nicht mehr als Teil von dieser Gesellschaft fühlst. Ja. Ja, dass sie auch viel missverstanden werden. Oder? Das habe ich auch viel. Ich habe viele Muslime, die mir schreiben und sagen, hey, was hast du gegen uns? Aber dann tue ich mit ihnen reden, oder? Täglich, oder? Also ich gebe jetzt nicht allen Antwort auf Instagram, aber mir schreiben viele Muslime, ja. Ja, und ich versuche dann wirklich mit ihnen zu reden. Und wenn ich dann mit ihnen ins Gespräch komme, dann kommen wir meistens zu einem Konsens. Also dann sind wir immer fast gleicher Meinung. Glaube ich auch, weil ich hocke nicht da und sage, die sind einfach scheiße und die sind einfach, das sage ich überhaupt nicht. Ich probiere dann nur ein bisschen mehr Kontext zu dem Ganzen zu geben und ein bisschen mehr an die andere Seite beleuchten. Ja. Weil eben, wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch ein Nazi, wie ihr. Ja, du hast immer zum Beispiel Portugiesen hast du nicht gern, glaube ich, oder? Und Peruaner. Warum Peruaner? Es gibt so wenig Peruaner da. Darf ich schon etwas fragen? Portugiesen und Peruaner? Nein, sicher nicht. Was denkt ihr, wie viele Terrorverfahren gibt es in der Schweiz? Terrorverfahren? Weiss ich von mir. Eben, ja, 2 von ihm. Noch Hau rein, Familie. Wie viele Verwandte hast du? 120. Mhm. Und die Mehrheit davon ist von Extremisten, von islamistischen Extremismus. Ja. Und mir ist mega wichtig, dass man differenziert bei diesem Thema, weil es ist ein heikles Thema, oder? Darum bin ich da bei dem Punkt bei dir. Man muss differenzieren, man sollte nicht gerade pauschalisieren, nicht die Leute gerade sagen, hey, ihr seid alle so, sondern man muss das Thema wirklich einzeln anschauen. Nein, Moment. Was ich sage, ist etwas anderes. Ich unterstelle euch nicht, dass ihr sagt, ihr seid alle so. Weil da kann man sich schnell ausreden. Was ich euch ein bisschen vorwirfe, ist, dass ihr, wie soll ich sagen, dass ihr amigs nicht genug gut differenziert, dass es auch ersichtlich ist. Also in der Kommunikation? In der Kommunikation. Eben, wenn ihr zum Beispiel so Alhamdulillah-Truppen-Aussagen eigentlich völlig okay für euch sind, oder wenn zum Beispiel schwarzes Schaf und dann nachher sagen, ja, aber es ist ein Sprichwort, muss schwer heikel sein, wenn es missverstanden werden kann. Ich habe das paar Kollegen geschickt und die haben es lustig, also Muslime, wir haben eigentlich gelacht, weil ich finde es eben manchmal lustig. Ja, als Comedian schon. So übertrieben, weißt du, aber sie meint es tot ernst mit Alhamdulillah. Ja, aber sie ist eine Politikerin, es ist kein Comedy-Kanal. Also sie ist nicht gewählt in dem Sinn, sie ist noch nicht gewählt. Sie ist politisch tätig. Sie ist politisch tätig, kann sich jeder in der Schweiz politisch engagieren. Sie ist in der Parteileitung der jungen SVP Schweiz. Genau. Weißt du, so die Alhamdulillah-Truppe, so. Weißt du, zum Beispiel kommt extrem abwertend über. Ja, es kommt darauf an, von wem. Wenn ich habe es dir ja eigentlich, ich habe es auch dort geschickt. Du nennst mich Drecksaraber und ich nehme es easy. Das ist lustig, weil die Intention einfach klar ist. Ja. Sorry, wir unterbrechen ein bisschen. Die Dame hat etwas sagen. Mit Damen nicht den Latz heben bei euch, wenn die Männer reden. Die was zwei blaue Augen du siehst selber aus wie so ein Hure Mohammed, Mann. Der andere. Also wir müssen sagen, der Hamza hat seine Freundin mitgenommen und sie steht mit dem blauen Auge. Ich wollte fragen, was. Er hat gesagt, du ruhig, du nicht spielen. Dann hat sie weiter diskutiert und ich gesagt, muss ich es zweimal erklären? Welche, wenn ihr müsstet ein Dings nennen, welche Ausländer sind das Problem der Schweiz? Welches Land? Albaner, Afghanen. Nein. Bro, look. Die meisten. Mit ein bisschen Humor sage ich das jetzt. Mal, ich habe einen Teil im Comedy-Programm, wo ich sage, und ich verpacke es ein bisschen lustig und so, aber ich finde so, wenn man die ganze Zeit ein bisschen Unterschied sucht und so, weißt, und wenn du negative Sachen willst finden, dann findest du schnell etwas. Aber ja, wir gehen nicht mehr auf Religion, aber gibt es irgendwie eine Ländergruppe, wo nein, allgemein Kultur meine ich. Wenn du negative Sachen willst, weil ich liebe Kulturen, ich befasse mich mit Sprachen, Kulturen und du findest, das ist eben das, die Arroganz von jeder Kultur, das Gefühl haben, wir sind so die Besten. Du findest in jeder Kultur Fehler. Ja. Aber was wir ein bisschen bewusster machen sollten, ist wirklich ein bisschen auf die, jede Kultur hat auch wunderschöne Sachen. Egal wie du denkst, wie zurückgeblieben die Kultur ist,
jede Kultur hat so wunderschöne Sachen. Und wenn wir uns ein bisschen mehr auf die fokussieren und aktiv probieren, sozusagen Interesse und Schönheit in dieser Kultur zu finden, umso mehr können wir auch Liebe entwickeln für eine Kultur. Und umso schwieriger ist es dann, Hass gegen diese Kultur zu haben. Das würde uns ein bisschen näher bringen. Drum. Ja, Aber was ich damit sagen will, Albaner. Definitiv Albaner. Albaner sind das Problem. Nein, ich Geben euch Spreitenbach zurück. Albaner sind eigentlich Juden von der Schweiz. Übernommen? Spreitenbach ist ihnen vor 3000 Jahren versprochen worden. Haben Sie Spreitenbach übernommen, würdest du sagen, das? Ja, also ich würde es schön finden, wenn jeder so würde denken wie du, Hansa, dann hätten wir die vielen Probleme da nicht. Aber zu deiner Frage zurück, Ja. ich könnte das sicher ein bisschen klarer Ja, benennen. komm, bring ihn heim. Afghanen, Algerien, Türken, Marokkaner, Tunesier und Syrer sind in der Kriminalstatistik extrem überrepräsentiert. Und es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass wir Leute haben, die 3, 5 oder gar 10 Mal häufiger Sexualstraftäter werden wie andere. Und Ja. das ist einfach ein Problem, über das wir sicher reden müssen. Genau. Aber ich sehe... Gibt im Fall sogar Rassismus unter den Araber gegen Araber. Wirklich? Ja. Also Ja. Nordafrika unter den Araber ist schon so ein bisschen so... Aber eben, man muss da wirklich ganz betonen, ich habe so coole Leute von den nordafrikanischen Ländern, Ja. wo Was wirklich gibt's hier ultraanständig noch einen sind. Spruch, Aber wo- sie wissen es selber, die Kulturen haben damit schon ein bisschen so spezifische Leute oder spezielle Leute. Was gibt es noch ein Beispiel, einen Spruch, einen rassistischen, wo sie sich Rassistischer Spruch nicht, aber so Nordafrika beispielsweise. Geht zum Hut. Marokko, Algerien, Tunesien, da gibt es schon gewisse Vorurteile auch so in den Levante. Weißt du, was Levante ist? Nein, du bist ja birrenweich. Levante? Levante das ist doch in ist- Spanien. Das ist so das ist, Nahosten, ja, okay. Nahosten, Libanon, Syrien. Von dort gibt es sogar ein bisschen Vorurteile Ja. gegen die. Es gibt in Libanon sogar Vorurteile gegen Syrer. Eben, für die meisten sind wir eben. Und dann kommen die Leute und sagen, die ganze Alhamdulillah-Truppe. Du weißt, das ist ein Was haltet ihr Unterschied. vom Vorurteil, dass man sagt, dass eher Deutsche, Österreicher und Schweizer pädophile Neigungen haben oder dass oder Straftaten diesbezüglich ausüben? Gibt es da auch Statistiken dazu? Es gibt es wahrscheinlich schon, aber ich muss ehrlich sagen, die kenne ich nicht. Okay. Also, Ich eben auch nicht, darum frage ich. Aber ich höre schon viele. ich höre es eben mega oft. Die sagen, ja, aber ihr Schweizer sind doch alles Pädophile, aber ich habe noch nie irgendwie fundierte Fakten dazu gehört. Oder so. Ja. Du hast Keine ja Ahnung. keine Infos. Ja, ich habe das schon mal ein bisschen beobachtet, so ein Josef Fritzl und so Zeug. Und bei den Campus, das sind ja alles, das sind ja nie, ja immer weniger Leute, die muslimischen Hintergrund haben. Aber es gibt ja auch viele Kulturen, wo man mit Kindern heiraten darf. Ja, das ist natürlich, ja, das ist. Das muss er beantworten. Das mit dem Heiraten bei den Kindern, das ist ja etwas anderes. Ja, das ist. Mhm. Sind die 8-jährigen Mädchen einverstanden, oder? Das heiraten oder nicht? Was schaust du mich an, Mann? Ja, so Bro, wie ich irgendwie der ich muss dich anschauen, ich muss- bin von... Bro, ich bin von fucking Libanon, Mann. Das ist auch nochmal Du hast etwas eben ab und zu anderes, aber Bro. eben so Witz gedroppt, wo du gesagt hast, ja, ich weiß, es ist nur Spaß, aber checkst. Darum Bro, schaue ich dich an. habe keine Wegen Ahnung. dem. Anscheinend gehört das mit Ding so wirklich aus den Bergen von Syrien. Aber das tönt dann so, weißt du, als ob das irgendwie normal ist. Ich könnte dir jetzt 100 Syrer bringen und die meisten würden sagen, was ist das für ein Kabis? Weißt du, was ich meine? Dürfen wir Heißt Kinder aber nicht, dass heiraten? es existiert. Aber es ist so, als ob das normal ist in gewissen Kulturen. Nein, also das Es glaube ich nicht, existiert, ja. aber es Ja. ist nicht Ja. normal. Also es gibt Länder, wo das sicher tolerieren, wo das Gesetzgebung ist und es sagt, du darfst ein Kind ab 9 heiraten. Ja. Ja. Das ist einfach krank. Also, Ja, das finde ich bei ihr eigentlich. Egal wo, Muslime oder was auch immer. Ja. Das Ja, ist, Moment. Aber ich glaube, im Fall im Libanon ist das Alter auch noch mega. Und das ist halt. Ich muss mal schnell schauen, im Fall. Heiratsalter im Libanon. Sie haben nachher. Das war im Fall mega spannend. Also, Heiratsalter Libanon. Jetzt kommt Nein, dann haben sie im Fall wirklich so ein Video gemacht. Das war im Fall verdammt spannend. Da. Libanon Sunniten 2021. Ja, bis aber auf Libanon 18. Weil das musst du eben auch sehen. Das ist dann auch unfair, wenn du so ganz alte Gesetzgebungen hast, die einfach noch nicht angepasst worden Okay. sind. Ich meine, das ist jetzt einfach im 21. angepasst worden und so. wenn du es ausführst, dann ist es mir ja gleich. Und ich würde aber ganz klar sagen, Libanon ist Gott sei Dank, und das sage ich nicht, Eben. weil ich Libanes bin, mir ist das scheißegal, Nationalismus und so, Ja. weißt? Aber Libanon, sage ich, würde ich jetzt mal eher als modern einstufen. Und dort hat es wirklich so ein veraltetes Gesetz gehabt, mit dem Heiratsalter. Und dann haben sie so ein Experiment gemacht auf der Straße, wo so ein mega alter Dude mit so einem Mädchen im Hochzeitskleid gekommen ist. Was? Das ist einfach hure cool. Ich schicke dir das nachher.
Und die Leute sind durchgedreht im Fall und sind fast aggressiv geworden mit dem. Und dann haben sie weg, so spinnst du eigentlich. Ja, aber es ist gesetzlich erlaubt und Ist so. nicht gesperrt worden. Und da siehst du auch wieder, weißt du, was ich meine? So einfach ein Gesetz rausnehmen und dann sagen, schau mal, das ist dort normal. Und die tatsächlichen Gedanken von diesem Volk, die können halt schon recht divergieren. Ja. Und das ist nicht gesperrt worden, das Video? Nein, aber ich schicke es dir nachher. Ja, kannst du mir es gerne schicken. Also eben, ich spüre das schon auch, weil ich halt in die Länder gereist bin, in Marokko etc. Ja, Marokkaner hat es viel, die sehe ich auch, weißt du, was ich meine? Die sehe ich da auch, die sich halt sehr speziell, da letztens in dieser SBB da, wo sie da Frauen angeflucht haben, die gesagt haben, macht Musikliesling. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Oder bei meinem Kollegen ist eingebrochen worden im Keller und das sind 2 Nafris gewesen, die haben da Arabisch-Französisch geredet und so, man hat es gehört in der Kamera. Und das sehe ich auch, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Aber wenn du dann in die Länder reist, es gibt schon ein extremes Bild. Und du hast schon, die Sachen sind so internalisiert, die Vorurteile. Ich bin mit Kollegen auf Marokko, aber ich habe meine Kollegen hammerhart verarscht. Aufgrund von diesen internalisierten Gedanken, die sie haben, dass wir in den Club gegangen sind und ich ihnen eintrichtert habe, ja, eben die Frauen haben dann einen eigenen Dancefloor und Männer. Und sie haben es hammerhart ab. Sie haben es nicht gecheckt. Und dann, als wir dort sind, ist der Kollege so geguckt, so voll. Was? Ich gedacht, Frauen und Männer in einem Kaffee? Was hast du denn gedacht, Mann? So. Es hat mal Leute, ich mache die mal Q&As auf Insta und dann hat mich einer mal gefragt, ob ich schon mal in einem muslimischen Land war. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, in Spreitenbach habe ich das gesagt. Und wegen dem bin ich angezeigt worden. Ja. Aber hast du bist verurteilt worden? Nein, zum Glück nicht. Das nicht an Handnahmeverfügung. Okay. Der Fuck, Alter. Ja! Scheiße, krank. Ja. Aber wer zeigen dich da immer die gleichen Leute? Meistens ist es anonym, ich weiss es nicht. Anonyme Anzeigen? Ja, viel Was kommt als anonym. nächstes? Du darfst nicht mal mehr sagen, dass wir die von Israel ist. Ja, ich darf nicht einmal sagen, dass Schachtelgrinde endlich mal singen Die sollen. Huren Schachtelgrinder ey, von dem Huren, wie heisst das? Schweizer Ihr macht ja beide Social Media, oder? Und habt ihr, ich sehe bei mega vielen Influencers, die jetzt wo 10'000 Followers haben, wenig, aber überall Werbung machen mit dem. Aber von euch sehe ich jetzt nicht so viel Werbung und ihr habt ja auch ein bisschen Reichweite und so. Wieso ist das so? Sind ihr Das ist gecancelt jetzt worden? ein Hardcut von einer Ding. Wie meinst du Sind ihr Werbung? Was cancelled? ist Themawechsel, schau, mein Fuß. Ja, direkt tun wir gerade Themenwechsel, Spierenwechsel. Also ich glaube, politische Werbung kann man gar nicht... Ja, aber allgemein auf machen. Social Media, eben, weil du Politik machst sozusagen, kommst du Angebote über zum Werbung machen und so, oder nicht? Ja, also ich habe auch schon Angebote bekommen von irgendwie so einer Velomarke oder irgendwie von einem Pool, dass ich irgendwie dort in den Pool einsteigen soll. Aha. Ja, aber Und hat jetzt gut gezahlt? nicht viel. Aber was ich mehr für Anfragen bekomme, ist von cringen Typen, von wirklich komischen Leuten, die irgendwie Schick Söcke. Ja, schick Ah, Säcke, scheiße. schick Unterhosen oder so. Und Ja. würde es da viel bieten, oder? Ja, um die 500 Stutz für Du die gerne, der Schule. Huren geschafft. Ich hätte schon lange Geld, geschickt. oder wie? Ja, hast du nie geschickt? Nein, Schatz, nein, geht er heute heim? Hey, das habe ich Schatz. nicht gemacht. Hey Schatz, ich habe eine Idee. Nein, sie nicht. Stell dir vor, sorry, das ist ein bisschen... Ja, ich weiß, aber sie hat keine. Das ist... Schickst deine eigenen. Ja, aber nein, ich kann ja keine Werbekooperation machen mit irgendwie einer Firma. Das wäre ein bisschen komisch. Es wäre einfach ein bisschen Ja, what the fuck, Kredibilität. Weil wenn nachher zum Beispiel ein Produkt beispielsweise, ja, kann so ein bisschen... Ja, es gibt einfach so den Anschein, dass du käuflich bist. Ja, wahrscheinlich. genau. Ja. Dass Darum, du ich immer würde es deine auch gar Meinung nicht hast. Oder machen. Schleichwerbung auch, weißt du? Ich habe ja da auch ein bisschen Schleichwerbung da. Wer ist dein Sponsor? Und so. Mein Sponsor ist Allen's Lab, ein Trainer aus Bern, der auch Supplements-Hersteller in der Schweiz ist. Wenn ihr also wirklich qualitative Supplements auf Kapselbasis wollt, dann schaut da unten in der Videobeschreibung und bringt den heim. Mit dem Rabattcode Birrenweich habt ihr noch 10%. Das war voll der geile Übergang. Der war nicht geplant, gell? Nein, das mache ich, das machst mache ich du eigentlich extra. sehr oft. Das letzte Mal auch so mit dem Rush und so weiter. Ah, du Und dann mache ich ab und zu so, Sau schau. und du. Wenn ihr diesen Podcast wollt unterstützen wollt, dann haben wir hier den Sticker, den ihr auf birrenweichsohund.ch bestellen könnt. So Kostet tun ihr, 1,95 Franken. Dann könnt ihr den Podcast unterstützen. Wir haben bis jetzt einen verkauft, bringen heim. Wie viel Ja, hast wir du haben wirklich verkauft? einen haben wir verkauft. Ja. Wie viel hast du verkauft? Hä? Wie viel hast du verkauft? Einen, ja. Also kein Wirklich? Spaß, ja, ich meine es ernst. Also vielleicht ist jetzt noch mal einer reingekommen, ich weiß auch nicht. Ich kaufe da rein. Bringen heim. Wo sind wir gewesen? Eben, findest du, Werbekooperationen. ja, findest du, du bist cancelled aufgrund von dem Content, den du machst? Dass du kein, weil ich Nö, sehe- aber es ist ja selbstverständlich, dass ich so einmal Logitech, wir haben die als Sponsoren gehabt für unsere Ja. Comedy-Show, das geht noch. Und dann hat eine, und die war vom Welschen gewesen, und die hat dann so, ich glaube, die hat meinen Content nicht verstanden im Fall.
Okay, also und eine der hat von nur so die Logitech. Spendenaktion gesehen und gewusst hat, er macht Comedy und das ist lustig und er ist engagiert. Und Bro, dann sind wir dort in diesem Meeting und so und ich habe gedacht, wir reden um Sponsoring von der Show und die hat wirklich mich so gesehen, ja, du bist jetzt das Werbegesicht von Ja. Logitech, also ich hätte voll einhaken können. Ah, die hat sicher Aber- gut gezahlt. Hätte Die gut hat gezahlt. nicht gecheckt. Hä? Die Ja, hat sicher, aber ja. Bro, nein. Dort habe ich mich so ein bisschen, ich habe mich dort auch gar nicht mehr gross engagiert für das. Ja. Aber ich glaube, die hat wirklich so gedacht, ja, wir nehmen den Comedian als Werbegesicht. Werbegesicht und so. Das war dort in Altstädten. Und Sind sie Nein, Rassisten Bro, da bei bin ich so- Logitech, oder? kannst du doch nicht mich als Werbegesicht für Logitech nehmen? Ja, eben, Mann? dann meinen sie ja gerade Einfach so Mäuse mit Rassisten. Hakenkreuz und so Zeugs. und so, Bro, weißt du, die Maus kannst du nur noch so bewegen im Hakenkreuz. Ja, eben, weil ich frage Nein, das mit- nicht. Aber bei diesen Witzen, die ich mache, das geht doch nicht, Bro. Kannst du Gell, das- eben, dann wirst du ja gecancelt, obwohl du eigentlich nicht so... Ich sehe dich Nein, nicht aber Werbungen machen. Ich sehe mich gross. nicht als Cancel. Das ist doch einfach eine logische Schlussfolgerung. Ich teste Grenzen aus. Es sind halt ein bisschen problematisch nicht, aber grenzwertige, du ja bewusst die Grenzen überschreiten, zum Beispiel wie ein Knochen, der bricht und der wächst dann stärker zusammen. Das ist eine positive Intention. Aber hast du denn Werbedeals? Ja, Leute, die Eier haben, vor allem Trans-Leute. glaube ich. Die haben Eier, wenn sie Nein, das aber nicht- ein paar. Aber so die grossen Firmen, das geht nicht. Weil die haben natürlich auch so einen Prozess, der natürlich klarstellt. Oder, Ja, dann bist du eben dort trotzdem cancelled, obwohl du sagst nein, weil du könntest nicht für eine Migros-Werbung machen. Du willst das auch vielleicht gar nicht, weißt? Aber aber du cancel, könntest es auch nicht, weißt du? was meine ich könnte es noch. Cancelled heisst doch schon, dass im Voraus also etwas gehabt hast und nachher wirst du wegen einer Aussage oder so Genau, das einfach meine direkt ich, ja. abgeschnitten. Und ich bin gar nie erst an die grossen Deals angekommen. Und ich habe gar nie, wenn ich höre von anderen, wie viele Anfragen die haben, die habe ich nicht. Ja. Weil ich einfach anderen Content habe. Ich verkaufe es ja auch. Also zum Beispiel, ich habe die verschiedene Sachen. Ich habe Strasseninterview-Videos, die ich Ja. verkaufe, um das Produkt bewerben. Oder beispielsweise habe ich das Format mit der rassistischen Witz beispielsweise. Genau, wo ich zu den das Leuten ist gehe. ja gesponsert, oder? Dort habe ich letztens jemanden eingebaut. Und wenn ich die präsentiere, die verschiedenen Werbeoptionen, Ja. dann schreibe ich auch immer «Achtung, nicht firmenfreundlich», so schön Aha, vermerkt, sogar. wo ich sage «Hey», oder «Hier sehr firmenfreundlich», Ja. beispielsweise, wie zum Beispiel Strasseninterviews, die sind nicht so edgy, aber ich tue das ganz klar kennzeichnen, weil das passt nicht. Also ich bin völlig okay damit. Ja, Also, ja. das ist ein bewusster Weg, den ich gegangen bin, dafür bin ich frei. Dafür bist du frei. Ja, Dafür bin aber Geld ist auch Freiheit, meiner Meinung nach. Ich auch nicht. Ich Aber kann du kannst nicht. es selber Also, falls, anscheffeln. ich suche Sponsoren. Ich habe zwar den Alent zum Beispiel, aber ich suche noch weitere Sponsoren. Bringen den heim, schreibe Aber mich gerne. dich hätte doch mal Aromat oder so gesponsert. Nee, Oder Aromat habe ich dürfen Werbung machen, aber ich habe leider nur dürfen reden. Weil ich bin eigentlich gut mit den einen von dort, aber nicht so. Ich kann nicht können mit denen Werbung machen, weil ich bin nicht brandtauglich. Ich habe sogar gestern wieder eine Absage bekommen, wieder von einer Firma. Immer wieder, weil ich bin nicht brandtauglich, heisst es immer. Okay, ja. Obwohl ich eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich Schlimmes mache. Ich weiß nicht, ich tue nicht niemand angreifen und so weiter, aber es ist trotzdem nicht brandtauglich. Darum habe ich jetzt angefangen Nein, mit dem niemand ganzen angegriffen. Nur die Jugos, die Serben, die Schachtel Türken, reden, die ja. Araber, die Muhalala, die so. Aber Dem sonst Salabim, niemand. ja, die Simsalabim, ganze Doppel. Nein, ich finde schon, es ist schon, ich sehe eben Leute, die jetzt zum Beispiel, sie haben vielleicht ein Fünftel Follower von mir und ich sage wirklich nicht, dass ich irgendwo ein grosser Creator bin, niemals. Du bist humble. Nein, ich voll bin ein bescheiden, kleiner. Dude. Nein. Aber ich sehe solche, die ganz wenig haben, die arbeiten mit allen Firmen zusammen. Ich weiß auch nicht. Jede Firma, das ist schon Ja. schwierig. Ja, das ist genau das, Du was darfst ich... gar nicht deine Meinung sagen. Und das ist nicht mal meine Meinung. Viele meinen eben, dass meine Meinung ist, dass die Schachtelgrinde Nationalhymne singen. Aber mir ist scheißegal. Ich bin gerade am Trauern immer noch, weil Italien nicht sich qualifiziert hat. Weißt du, was ich meine? Und dann... Bekommt ihr Geld für euren Content? Also von Instagram ja nicht, oder aber Oh. Facebook? YouTube und Facebook. Ja. Ja. Ein bisschen Geld über und so. Aber Bro, ja, das muss auch ein bisschen, da muss auch ein bisschen realitätsbezogen sein. Es sind halt schon so ein bisschen edgy Content, wo die Firmen das ist mir halt... schon, ja, das ist mir schon bewusst. Ja. Oder? Es ist mir schon bewusst, dass das die eine oder andere, dass es nicht kannst. Ja, ich has halt. Weißt, bei mir ist es so, die schreiben immer wieder, jetzt auch, hey, die WM ist, mach Sync-Kontrolle die ganze Zeit, weißt du? Mach Sync-Kontrolle. Und du weißt, du postest, ich mach's aber nicht mehr. Vergiss es. Ich muss Ja, sonst wirst du wieder 10.800 Stutz. Nein, ich muss jetzt am 19.06. vor Gericht gehen, weißt Was ist es, Obergericht oder was? du? Noch nicht. Ja. Dann gehen wir nachher an. wenn Weil ich er ein durchkomme. also wenn du schuldig gesprochen wirst, das bedeutet, dass man eigentlich Dass im ich ein Film auch nicht mehr Rassist einen Nazi darf spielen, weil dann bist du Das ja hat ein der Nazi. Kiko letztes Mal gebracht. Das ist genau das Gleiche. Du Gut. parodierst ja
ein Rassist oder einer, wo genau, du parodierst ja den Typ, der das gemacht hat. Aber einer hat dann geschrieben, das sei ein lächerlicher Vergleich. Ich check nicht, wieso. Es ist ja 1:1, du Es ist ja spielst klar, dass einen. ihr Comedy macht, oder? Dass man Ja, die überhaupt einen- auf die Idee kommt. Ich euch weiß nicht, anzunehmen. nein, die einen denken eben nicht, dass das Comedy ist, sondern sie sagen eben, ich bin ja nicht wegen Rassismus angezeigt worden, sondern wegen Aufruf zu Hass. Ah, und Hetze habe ich auch schon gehabt. Genau, Ja. Mhm. Aufruf zu Hass, also ich tue eigentlich zu Hass aufrufen. Hast du in der Caption vermerkt, dass es Ja, manchmal Comedy schon, manchmal nicht. Ich würde sagen, Das macht's war eigentlich immer. ganz klar gewesen, eigentlich. Aber man sieht es ja auf deinem Profil, oder? Ja eben, du gehst ja einmal auf mein Profil und dann Wer siehst ja, weißt du- aber es geht nicht jeder drauf. Ich schreibe es auch, ich schreibe es in die Caption rein. Du musst doch drauf gehen, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht der Hans Ecker, der Wenn man sich die Mühe gibt, um eine Anzeige zu machen, finde ich schon, man kann aufs Profil zum gehen. grossen Finde ich Verband natürlich schon. weißt du? Also ich schreibe es noch, ich schreibe es immer in die Caption rein. So. Und auch die Intention, hey, ich weiss Habe ich nicht. gelernt, das muss ich machen, ja, das ist so. Mhm. Aber gell, ist bei dir auch so, dass du so kleine Content Creator gehst und die haben weniger Follower und die sagen, ja, ich komme jeden Tag Anfragen über und denkst so, Bro. Die einen sind auch voll abgehoben im Fall, hey. Die einen, ich frage die einen sogar, ob sie da nicht kommen. Ja, ihr wollt Geld und so, Wer? was läuft mit denen? Name Dropping. Die Namen droppe ich nicht. Welche Dann haben wir noch Content, andere eben, nein, das ist wegen dem Geld, das kann ich nicht sagen. Nein. welche Content Creator findest du blöd? Weil ich blöd finde. Oh Ja, ja, wer das ist findest du doof? spannend. Fitna bringen heim. Wer ich nicht so gut finde, ist Thronfolge. Es ist zum Kotzen. Sie reden über Schwänze. Sorry, Entschuldigung. Im Podcast. Hey, Und das wenn ist- jetzt ich und der Hamza würden über Das ist mit einfach Frauen Frauenhass. reden und da ist jetzt eine Frau und wir tun dann so sexuell reden und so weiter, das finde ich glaube nicht, dass wir abgefeiert würden Look, werden. Ich will ganz fair sein. Sie nehmen schon recht viele Themen, die doch gut, auch so ja, ja. Tabuthemen und so. Ja. Und dann ist natürlich. Dann Das ist mit dem Stuhlgang zum Beispiel. ja, okay, eben. Es So und geht so. immer um den Scheiß. Ja, es geht, ja, es ist keine Ahnung, ich weiß Ich auch muss nicht. die Folge halt anschauen, aber Amix ist so extrem primitiv. Man muss fair sein. Es sind doch Themen, Ja, die okay. doch interessant sind. Aber es wird dann wieder auch, genau wie zum Beispiel bei den Linken, wird oftmals die Rassismuskühle geschwungen und bei ihnen wird hure schnell die Frauenhasskühle geschwungen und so. Wir müssen auch ein bisschen fähig sein, ein bisschen sachlich bleiben und ehrlich sein und auch ein bisschen reflektiert. Und nur weil er irgendwie so eine grosse Gefolgschaft heisst nicht, dass gewisse Reflektierung auch am Tag legen kannst. Also sorry, eben dort rumsitzen. Wir zwei haben sie ja Tampon getroffen. und so, Bro, soll ich Ja. darüber reden? Aha, eben, ja. Weißt du, was ich meine? Was hat sie dann noch gesagt? Sag, dass Also du kannst schon sagen. was hat sie gesagt nach dem Tampon rausnehmen? Ja, so Bumsen und Dings und so. Das kann sie Ja, schon ja. sagen. Das kann sie schon sagen. Absolut. Jeder hat doch, hey, schau, solange es nicht irgendwie strafrechtlich relevant ist, Ja. kannst du es schon sagen. Okay. Aber dann musst du Okay, nicht von mir darfst. erwarten, dass ich dich nachher noch ernst stimme. Das ist fair. Wenn du Das jetzt ist gesagt fair. hättest, du hättest an einer Frau den Tampon rausgenommen und du Kann hättest ich nachher machen. den Kolbe. Weißt du, was ich meine? Kann ich Du musst ja machen, das aber Gespräch, dann dann bist du muss- nicht abgeführt. Weißt du, was ich Moment, kann ich machen. Ich gebe ihnen das. Und eben, ich würde noch mal hervorheben, sie haben wirklich Themen, ich habe reingelassen und so. meine? Sie haben gewisse Themen, die wirklich gut sind. Aber das Drumherum, oder beispielsweise ein Typ an einer Leine in einen Käfig einsperren und so, falls ich mich nicht irre. Ich gemeint, ich habe das gesehen an der Show, die Ist sie das gut? hatten. So ein, wie ein Hund. Das sind dann schon so Sachen, wo du denkst, so, ja, das ist jetzt nicht. Du kannst alles machen, was du willst. Ja, aber ob es nötig ist oder nicht. Aber der Punkt ist, es wird sogar belohnt mit Preisen, es wird gefeiert. Das ist es. Und sie haben mega viel auch Zeitungsberichte, die Genau. von ihnen stattfinden. Und ich denke so, Und die Medien, kennt ihr meinen ja. Podcast, den ich habe? Den Podcast, den du hast, Ja. dann habe ich einfach gesehen. bei dir. Sachen polarisieren halt. Deutsch-Studich Dettling, also der von der Ah, SVP. da habe ich schon. Okay, das Meine, ist von dir. Habe ich gar nicht viel, gewusst. viel mehr Aufrufe wie der, aber bei uns hörst du nichts. Und das kommt eben in den Ja. Medien, wenn ein Ja. Hund im Käfig ist und so weiter. Und wir haben sie ja getroffen beim Influencer Award zusammen und sie haben dann nachher bei mir die ganze Zeit gerufen, Misogynist oder so ein Scheissdreck. Mayonnaise. Ja, Misogyn. Mayonnaise, ich sage Mayonnaise und so. Also sie haben sozusagen mir gesagt, also wenn ihr wollt, ich lade euch sehr Verstehe gerne da ich. bei mir im Podcast ein, dann könnt ihr das Also da. ich verstehe es ein bisschen. Ich glaube, du hast ja, das ist, ich glaube, ein Missverständnis zwischen euch. Weil du Ja. hast ja im Video gesagt, Slut-Shaming ist irgendwie gestanden im Zeitungsbericht oder so. Ja, was heisst das Wort Slut? Und du hast nachher gesagt, ja, heisst das nicht Schlampen-Shaming? Und du hast nicht was sie heisst das gemeint. Wort Slut? Slut ist Schlampe. Ja. Eben, du hast eigentlich nur Anglizismus sozusagen ins Deutsche hineingezogen, aber man hat es können so interpretieren, dass du sie Schlampe nennst. Ja, Das ist so, nein, das aber verstehe tu ich, doch das nicht ist ein live- Missverständnis, das Ich sag passieren doch nicht, ich tue doch nicht das Video aufladen und sage, hey, du Nutten und so, weißt du? Genau. Aber ich Nein. verstehe es, weil wenn man nicht genau achtet, dann kann man schon so interpretieren, dass du sie
genannt hast. Darum glaube ich nur, das ist ein Missverständnis zwischen dir und ihr. Ja. Aber das Ding ist halt nachher, ich habe das Video eben nochmal angeschaut, ich habe es genau studiert, ja. Und dann hast du gesagt, ja, sie sind billig. Und das ist dann einfach etwas, wo ich sagen muss, das sind einfach Konsequenzen, wo sie auch anstehen müssen. Sorry, weil es ist nicht eine Beleidigung. Nicht sie als Person, sondern das, was sie machen, kommt für mich billig. Vielleicht bei mir kommt es Nein, sorry, du kannst auch mache, sagen, und das musst du einfach verkraften, wenn du öffentliche Person bist. Genau. Und es so kontrovers auftrittst und das auch bewusst machst, weil sie hat ja auch gesagt, oder? Dass es halt die wie sagen wir denn, kontroversen Clips braucht, um Aufmerksamkeit nachher auf wichtige Themen zu setzen. Okay, gebe ich ihr. Aber wenn du fähig bist, so wie die andere Frau da ich Tampon raus und fick mich jetzt auf den Ding, dann musst du einfach damit... dann musst du auch ein bisschen damit leben können. Weil das habe ich jetzt... Es ist mega hart, aber es ist immer noch eine Meinung, wenn du sagst, ich finde den Mensch billig. Ja, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht irgendwie, sie richtig angegriffen als Mensch. Nein, habe ich nicht. Also du hast gesagt, es ist billig, oder was? Ja, das Video ist immer online, ich kann nicht mich daraus reden. Es ist Nein, ich habe gesagt, ich weiss gar nicht ganz es ist gestanden Slut-Shaming. Und er hat so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, heisst das nicht Schlampen-Shaming? Und dann hast du schon missverstanden, dass er sagt, die sind Schlampen. Aber es ist gut, dass du es als Frage formuliert hast. Ja, ich habe ja das gefragt. Aber ich glaube, ich gebe ihm das, er hat es wirklich nicht, er hat es wirklich gemeint, Englisch-Deutsch. Und nachher hat er im Video gesagt, hast du auch im ChatGPT gegeben? So 2 billig hat er gesagt. Ja, ich habe gar nicht sie angegriffen. Ja. Es tönt schon hart, aber es ist halt schon, ich sage jetzt mal... Du musst Sachen aushalten, ja. Ich muss es auch aushalten, ich muss antraben vor der Staatsanwaltschaft. Es sind ja schon ein bisschen... Ja, du kannst es schon sachlicher ausdrücken, aber es ist immer noch so, sagen wir mal, im legalen Rahmen, denke ich jetzt einmal. Aber eben einfach so, das gebe ich ihnen natürlich auch. Und das ist dann das Problem, wenn du nachher so Leute hast, die sie einfach allgemein angreifen, weil sie allgemein das Bild haben, Frauen müssen sich so und so verhalten und so. Das verstehe ich auch. Aber nachher ein andere ausblenden, das vielleicht ein bisschen reflektierter ist und gewisse Sachen anspricht, das ist dann schon schwierig. Aber ich gebe es ihnen schon. Es gibt wahrscheinlich schon genug dumme Typen, die einfach das wird sicher stattfinden, oder? Sie ist ja dann auch mit mir gekommen. Ich habe dann auch gesagt, hey, gewisse Sachen finde ich problematisch. Und sie ist dann gerade gesprungen auf völlig etwas anderes. Ja, weißt du, wie viele Frauen haben Angst, heimlaufen und so. Was hat das mit dem Thema? Meinst du, sie sind Feministinnen? Das hat jetzt zu uns gekommen. Hä? Meinst du, würden die sie als Feministinnen bezeichnen? Ich denke schon. Ja, ich glaube, das sind so die klassischen Feministen, wie man sich es eigentlich vorstellt. Ja. Aber wer wirklich aber sie hat keinen Frauenrecht Ponyschnitt halt und keine grünen Haare oder blaue Haare. Ich weiss es nicht. Das sind so stelle ich. Aha. Ja, aber das sind meistens auch so Feministinnen. Das sind aber ein paar Themen sind wirklich cool. Also okay, so, ja, einfach alles ja. Scheiße kann man nicht sagen. Ja, bei mir ist auch ein paar Themen sind scheiße bei mir, safe, ja. Aber das ist jetzt, schau, ich bin jetzt mega gemein und so, aber ich will ja nicht angreifen. Ich denke jetzt einfach, was ich denke, was ich fühle. Aber die anderen reden die ganze Zeit von Bumsen, das, dies und so. Und dann habe ich die einmal gesehen, Kaufleute mit einem Typ Hand in Hand. Und ich mache den Typ noch einfach, sag ich nicht. Okay, eine von den, 50%. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Eine ist ja... Ich bin zu gemein, sie will mich hassen. Ja, eine hat ja gar... Aha, das ist ja logisch. Und dann will ich ein Sexist spielen und so, Bro, der Typ, ich habe ihn gesehen und dann einfach nicht ernst nehmen. Ich sage dir ehrlich so. Hast du nicht ernst nehmen? Ja, ich kann schon müssen. Wieso? Ich weiß nicht, ich bin mir dumm vorgekommen. Ich bin mir so dumm vorgekommen. Hat er einen Pony gehabt? Oder wieso meinst du schon nicht können? Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin jetzt wieder gemein und so. Darum sage ich nochmal, ich habe Also, reingelassen, ein paar Sachen sind schon Also cool. Thronfolge lassen wir jetzt bei der Seite, falls ihr wollt. Ich lade euch sehr gerne im Podcast. Lasst euch nicht unterbringen, wer aber habt ihr nicht gern? Wie? Welche Influencer? Aber wieso? Weißt du, bleib mir so, aber nicht gern hast du doch ein bisschen hart. Du hast mich das eben vorher gefragt. Ja, aber so... Oder nicht? Nicht Oder gern was hast du haben. genau gesagt? Sie sind ja kontrovers, aber gerade nicht gern. Ja, ich habe sie nicht so. gern, nicht als Person. Ich habe den Content von ihnen nicht gern, sagen wir es so, weil ich kenne sie nicht so gut. Sie sind sicher liebe Personen. Ja, also der Content sowieso. gefällt mir nicht so. Aber mein Content gefällt. Aber du hast mich das eigentlich gefragt. Okay. Und ich meine jetzt wirklich nicht sie als Person. Ja. Eigentlich. Okay. Wir haben euch gern. Ich kenne sie ja gar nicht, weißt Wir haben mich euch kann man, gern. die einen haben mich auch nicht gern. Aber Dara sie haben heisst nie sie, am Dara. Tisch- Und die andere heisst... Lesbien? Nein, keine Ahnung. Weiß auch nicht. Egal, wir haben euch gern. Karin. Karin! Ah, weißt du, wieso ist mir in den Sinn gekommen? Karin. Weil ich habe überlegt, wie Gemein, aber ich Schwanz habe auf euch gern. Albanisch ist mir in den Sinn gekommen. Wie? Ich habe überlegt, wie Schwanz auf Albanisch heisst. Und dann ist es mir in den Sinn gekommen. Ja, Entschuldigung. Oh Mann. Einfach so im Podcast. Ich mache das nur zum Aufmerksamkeit generieren, weil bei mir läuft es nicht. Ja, sie haben gesagt, sie wollen mir keine Darum bin Plattform ich geben, da. darum habe ich nicht können bei einem Podcast. Aber eben, Hast du zum gefragt? Zurück. Ich habe nicht gefragt, nein, also eigentlich indirekt.
Ich wollte jetzt nicht ums Verrecken, ich wollte bei Ihnen im Podcast. Aber so. sie sind im Kontakt gewesen, so und haben Ja, über. Ich habe Ihnen angeboten dort. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, können wir das auch im Podcast schnurren. Hass ist keine Meinung. Aber ich Du wäre Lutscher. drunter gekommen dort. Ich wäre dort voll drunter gekommen, weißt du? Die hätten dich voll abgeputzt, ja. Ja, die hätten nachher Reels gemacht. Ich wäre auseinandergenommen worden von ihrer Community. Sie Ja. kann schon schwätzen. Aber ich kann eben schon dort hingehen. Ich kann schon mit 2 kleinen Eiern, die ich dort hingehen kann. Weißt du, was ich meine? Ich habe kein Problem. Ja. Kein Ja. Problem. Aber er wird nicht ganz sagen, wer er. Was hast du für Ich? Influencer, die du nicht so gerne hast? Oder Leute in Social Media in der Schweiz? Ja, kurz und bündig hat bei mir einfach voll abgehackt. Ich sag dir ehrlich. Also einfach so der Bitch-Move, den sie die Mikro markiert haben. Das ist so wirklich so ein... Und das ist ja jetzt hure sexistisch. Das ist zum so ein Kotzen. richtiger Bitch-Move gewesen. Ja, Und dann kommen die, aber die Ausländer für Minuten benutzen. So. Bro, das ist einfach ein Bitch-Move. Das ist einfach ein billiger Bitch-Move gewesen. Kritisieren, mach. Aber dann, ich finde das einfach so... Es hat so etwas... Bei allem Respekt. Es hat so etwas Muschihaftes. Okay, was- Eigentlich. Wenn es dir bildlich Warte vorstellst, wie mal, er auf dem Männer, WC Mann. am Schiessen war und dann die Nachricht geschrieben hat, jawohl, jetzt müssen wir noch die Mikro markieren, weißt du, was ich meine? Das ist wirklich... Ja, das ist schon in dem Das Moment... ist eigentlich schade, Joldas habe ich eigentlich mit ihm bin ich sogar mal, ich kenne ich schon länger. Ich habe eigentlich schon Wer mega ist das? Sympathie Weiss für gar ihn gehabt. Das ist der richtige, adäquate Terminus dafür, der Korpulente. Ja, weil ich habe mit einem von denen geschrieben und Mhm. sie hat mir dann unterstellt, ich hätte die einen Videos sagen, ein bisschen rassistisch von mir gewesen. Habe ich Antwort gegeben, hat sie mir keine Antwort mehr gegeben. Nein, nicht gerne nicht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber der andere hat mich schon aufgeregt und so, weißt? Also der hat ja irgendwie den Gusti und da mache ich voll den Call-out und so. Der hat ihn ja 20 Mal irgendwie als Nuttensohn bezeichnet. Also, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, lass mal den Podcast. Ein Nuttenkind habe ich gemeint. Ja. Und da muss ich Schon? sagen, das Der ist so ein Podcast? richtiger... Hä? Das mit Influencer-Abrechnung oder so? Ja, voll. Okay. Also das ist so unter aller Sau gewesen. Und da muss ich einfach, da mache ich voll den Call-out und so. Wäre so jemand anderes gewesen, wo er wüsste, es gäbe Konsequenzen, der hätte ich einen Scheiß getraut. So zu Ja. nennen. Und beim Gusti hat er das einfach gemacht, weil er null mit Konsequenzen gerecht hätte. Ja, vielleicht flattert noch ein Brief rein. He? Ja, Nicht wer so, weiß. nicht so. Es gibt dann Aber Leute, dann lange nein, es gibt dann Leute, bei denen sagst du das halbe Wort und die stürmen dir dann ins Podcast-Studio ein und so. Ja. Also das hat sie 25 Mal wiederholt und so. Kriminelle Nein, nicht gerne Ausländer. habe ich nicht, weil ich meine, ich habe ja wirklich extreme Sympathie für den gehabt, aber das ist... Die sind momentan schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen extrem gewesen. Und aber Das das ist gar mit nicht dem so Migros, aktiv, das glaube ich, oder? weiss es gar nicht. Ich glaube, es hat schon recht einen Backlash gegeben im Fall. Weil sie haben es schon ein bisschen übertrieben. Sie können schon ihre Meinung haben, aber wie sie es übergebracht haben und der Move mit dem Mikro und so. der Würdest du ist mit ihnen in einen Podcast gehen? immer natürlich. Reden kann man immer. Wenn ihr wollt, ich lade euch ein zu mir im Podcast. Ihr lernt es sehr wahrscheinlich ab. Aber ich habe meine Sprachnachrichten sind immer noch bei euch auf eurem Instagram. Die könnt ihr euch gerne abhören. Aber sonst- Und dann können wir gerne da zusammen miteinander. Haben wir nicht gegeben? Wer hast du nicht Namens gegeben? reihen, schnell. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, während ihr am Reden waren, aber mir fällt wirklich niemand ein. Also ich habe sicher viele Leute nicht gerne, aber jetzt so ein Influencer, Content Creator, Der keine. ein krimineller Ausländer. Der Pfarrer, kennst du den? Nein. Ah, okay. Ja, nicht gerne. Dann lade ich den da ein. Hä? Nicht gerne ist ein bisschen Ja, schwierig. nicht gern. Sagen wir, die Sympathie ist nicht so da. So. Wo du nicht so sympathisch ist, wo du sagst, hey, was postet der für Scheiß? So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht, hast du nicht. Nein, ich weiß Ja, du bist ja eigentlich die klassische Influencerin eigentlich. Ja, also eigentlich bin ich Oder? gar keine Influencerin. Ja, ich tue mich auch nicht gerne als Influencer bezeichnen. Aber du machst schon auch. Also ich kenne dich von. Nicht wegen SWAP, von Ja. den Videos, die du machst, Ja. oder? Ja, ich mache halt eben einfach politischen Content, Ja. aber, Ist ja, halt man andere muss Schiene. es halt nutzen, oder? Ja. Wie bekommt man sonst die Reichweite? Ja, ist es so, ja. heutzutage, Ja. Da habe ich noch eine Frage. Gehört die Frau in die Küche? Ich lache, weil du so fragst, als ob du ein Nein erwartest. Ja, also ich sage dir ja. Die gehört in die Küche? Also Menge. ich habe auch sehr ein konservatives Weltbild oder Familienbild daheim. Ich finde schon, ich habe einen Partner Ja. und ich lasse ihn jetzt nie kochen. Du tust immer kochen. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei mir die heißt so, meine Frau geht eben auch arbeiten, dann muss ich Mhm. manchmal eben auch kochen. Ja. Also, also auch wenn dann es- würdest du kochen. Ich glaube, er hat noch nie gekocht, ja. Ja, was? Du, Aber, dein Partner, Minge. Also nicht, weil er nicht darf. Er darf Okay. schon, aber ich würde das nicht von ihm verlangen. Oder vielleicht, weil er nicht kann kochen. Oder so. Ja, ich kann es auch nicht. Aha, du kannst es auch nicht. Mama, nein, ich versuche es, ja. Was haltest du? Ist jetzt immer so, ja, Ja, nein, gut, das sind halt schon so, koche. wie soll ich sagen, das sind halt schon so Überbleibsel, wo ich sage jetzt mal Arbeit noch ein bisschen viel gefährlicher war, viel mehr Körperkraft gebraucht hat, oder?
mit der Industrialisierung ist das natürlich auch ein bisschen, hat sich das ein bisschen verändert. Mit dem der Thermomix Entwicklung- auch. Mit mit der Entwicklung von Technologie etc. Aber früher hast du ja, sage ich jetzt mal, viele von der Arbeit sind ja wirklich auch ein bisschen mit körperlicher Ausdauer und Kraft verbunden gewesen. Und dort habe ich es eigentlich Frauen Es braucht freundlich auch gefunden, Ausdauer dass am der Mann Herd das stehen im macht. Fall. Ich breche amigs fast zusammen beim Kochen. Aber früher der- war das ja normal. Der Hä? Mann war arbeiten und die Ja, Frau und dann ist es ein daheim bisschen eine gewesen, ja. Aufgabe, Verteilung, sag jetzt ja. mal, Aufteilung gewesen, oder? Viele sagen ja, dass das ja so kreiert worden ist. Aber heute ist es ein bisschen schwierig. Ich finde, man kann selber eine Einstellung haben. Ich kann auch gerne so ein bisschen die traditionelle, was aber nicht heisst, dass ich es erwarte. Dass Das Leben mein ist Essen teurer parat ist. geworden. Eben. Aber Bro, mittlerweile Frauen verdienen mehr als Männer oder es muss jeder für sich selber, auch wenn es befremdlich wirkt oder so, weil man kann mit befremdlichen Sachen im Fall auch umgehen, einfach dass es Was Also, wirkt das ist befreit? so ein Callback auf Kopftuch und Hände Aha. schütteln und so. Dass der Mann jetzt irgendwie kocht und so und die Frau arbeitet, ja, ist Also vielleicht da im würde Moment ich- befremdlich. Ja, mir wäre es mega befremdlich. Ich würde das auch nicht toll finden, würde jetzt irgendwie mein Mann daheim sein, ich gehe arbeiten. Das würde ich Ja, nicht. Ja, gell? aber es Das gibt ist ja- gewisse ist schon ein Leute, bisschen wo du komisch, halt ja. die Situation nicht kennst. Ja. Wie die, ich bin voll traditionell. Also ich lebe das hure gerne aus. Sie schafft zum Beispiel nicht und ich mache das mega. Sie macht dafür. Also es ist nicht einfach. Gut, das ist auch ein anderes Thema, oder? Hausfrau. Soll das ein bezahlter Job sein oder nicht? Weil du hast eine gewisse Abhängigkeit dann vom Mann und es ist eigentlich 10-mal der schwierigere Job, weil du hast nicht irgendwie Urlaub. Ja, du musst Du hast sehr nicht viel irgendwie machen im feste Haushalt. Du musst immer Arbeitszeiten machen. etc. Aber wenn man das anders machen will, es gibt so viele Konstellationen heutzutage, dass es halt vielleicht befremdlich wirkt. Und ist das der einzige Faktor zum Mann sein, das Geld heimbringen? Weil du kannst auf so viele andere Faktoren noch Mann sein, oder? Ich finde es auch. Ja, also wenn ich dir sag alles komisch. zahlen lässt von der Frau, ist schon ein bisschen komisch. Es ist komisch, aber definiert das wirklich klar, ob es jetzt die Regel soll sein oder nicht, darüber können wir diskutieren. Aber in diesem einzelnen Fall, keine Ahnung, der Nein, Mann. Ich finde, jeder soll selber schauen, wie es für sich daheim am besten geht als Familienmodell. Früher war es halt noch so, weil der Mann musste arbeiten, die Frau war halt daheim. Mhm. Und heutzutage ist das Leben ja teurer geworden, wie du gesagt hast vorhin. Ja, Und eben, es müssen manchmal- fast beide ja. arbeiten. Ja. Das ist ein Man muss es Problem. wirklich von Fall zu Fall anschauen. Aber für mich persönlich, ich lebe das mega gerne aus, dass ich der Versorger bin, der Beschützer, dass ich das Geld herbringe. Ich tue mega gerne. Und ich nehme die Mühe mega gerne auf mich. Und es ist anstrengend. Also für viele Leute, die denken, ja, mach mal einen richtigen Job. Ich stehe amigs wann stehe ich amigs auf? 6:30, 6:30 und arbeite bis wann? Heute hast du gesagt, was hast du gesagt? Am 2 bist du noch pennen gewesen. Also, nein. Ich bin gestern Am bis, 11. ja, du Arschloch, mein Vater ist im Spital. Ich bin bis am Ja, sein Vater ist im Spital. Du Die bist Frau ist am spät Kalben wach übrigens. gewesen, zum Telefonieren mit dem Spital. Aber ich habe das gerne, um ein bisschen Mühe auf mich zu nehmen, um den Leuten um mich herum das Leben zu vereinfachen. Das gibt mir so einen... Das lässt mich lebendig fühlen. Für meinen Vater da sein, für meine Familie da sein. Ihr Leben einfacher machen, dass sie sorgenfrei kann sein. Ich habe das gerne, aber es heisst nicht, dass es Regel für alle ist. Komisch, aber. Mhm. Das heisst nicht, dass es Gibt's? für alle ist. Das kann ja sein, zum Beispiel, keine Ahnung. Ja, Wenn aber man- dass es komisch ist, kann man schon sagen, nicht? Ich finde es komisch. Ich sage das mal, darfst es ist für dich befremdlich, weil viele Sachen haben wir so gelernt und nur weil es man so gelernt hat, muss es ja nicht so sein, dass es für alle allgemein so ist. Aber verstehst du, Nein, was nicht für alle, aber ich glaube, so gewisse Werte finde ich schon wichtig, dass man die auch weitergibt. So, weißt du, so. Ja, wenn sie etwas gebracht haben, aber das Problem ist ja, viele Männer, also das höre ich auch, es gibt ja Männer, die werden hässig, wenn sie essen. Wir haben es gerade letzte gehabt, oder? Mit jemandem, wo zum Beispiel wo heimkommt und das Essen hat nicht geschmeckt und der wird hässig. Also klar, jetzt gewalttätig Ja, und so, aber eben, hässig. ist ja- Und das ist schon, Ja. es ist, Also- finde ich jetzt gerade in Undankbarkeit hinein. Ja. Und das ist ja dann eben gerechtfertigt durch ich versorge dich, also erwarte ich das und das. Und ich finde auch, hart gesagt, Sachen, die du erwarten kannst, weil es logisch ist so, du solltest schon Dankbarkeit immer an den Tag legen. Du nicht kochen, nicht schlagen und so. oder nicht? Was? Hast du noch nie? Du kochen, sonst dich schlagen. Dankbarkeit Ja, ist das immer gibt es gut. doch in Arabien. Ausser schlendern die Frauen Windel, grün und blau nicht. Nein, im Fall, du siehst im Fall hure hart im Libanon. Ohne Im Scheiß. Fall. Ja, ja, wenn Ja, du aber, Frau aber schaust, du das redest sind ja auch so immer von Klischees. Libanon. Aber ich glaube, Libanon ist recht viel moderner. Ich rede jetzt, es gibt schon Länder, Ja. eben, wo ich sehe eben so Videos. Meine Informationen kommen meistens von TikTok-Videos. Und dann sehe ich eben zum Beispiel irgendeinen, ist von Südarabien oder so, ist auf Italienisch, aber. Und er sagt, er ist in Italien und er sagt, wenn die Frau nicht kocht, dürfen sie verprügeln eigentlich.
Es ist voll viral gegangen, aber es ist auf Italienisch. Ja, das ist... Stimmt das? Also in Libanon, nein. Gibt es Gesetze, wo man seine Frau verprügeln darf? Aber es muss ja nicht unbedingt immer sein, Muslime, Araber, allgemein. Also weißt du, das ist schon etwas. Es hat in im Fall einen Imam gegeben, der wirklich so mit ganz normaler Natürlichkeit erklärt hat, wie du deine Frau sollst human ich habe so schlagen, nicht Videos ins gesehen. Gesicht, sondern nur fein, dass sie spürt, Ja, genau, dass du das der habe ich auch Mann bist und so. Und ich finde das gut. Ja, Nein, also das gibt es natürlich, oder? Aber, ab und zu mal es wird halt schon, es wird halt schon irgendwie nur uns zugeschrieben, das ist gemein. Weil eben bei den Italienern oder Portugiesen oder so gewisse oder Brasilianer, Ja. so die Macho-Kulturen, Ja. das ist gang, das findest du dort auch. Mann. Ja, eben, ja, darum möchte ich nicht Das- immer nur auf das Dings. war- Was habt ihr voneinander gedacht, wo ihr euch das erste Mal gesehen habt auf Social Media jetzt? Du von ihm? Die klassischen Vorurteile. Nein, Spaß. Bist Ja, noch ein bisschen also- gemeiner, Mann, die anderen. Oh nein, am Spaß. Ja, so richtig vom Herzen. Leg dir mir was für einen Simsalabim, Drogen. Nein, Ja, nein, Nadine. nein. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dich nicht kennengelernt, bevor er mir nicht von dir erzählt hat. Dann habe ich aber deine Videos angeschaut und das ist genau mein Humor. Also, Du hast wirklich Hamza Reihe nicht gekannt? nein. Eben, weil ich Krass. mache Comedy für Rassisten. Ja gut, vielleicht spricht es für mich, dass ich kennen bin. Nein. Nein, aber ich habe den Content wirklich gut gefunden. Ja. Und du, was hast du für ihr gehalten? Wo du gesagt hast, hey, aber du hast sie gekannt, bevor ich gesagt habe, sie kommt da mit dir im Podcast? Ja, ich habe ein paar Sachen gesehen, ja. Aber jetzt nicht eingehend studiert. Aber ich habe dich jetzt mehr als Repräsentantin von der SVP. Du hast immer wieder gesagt, ja, das ist meine Kollegin und ich kann nicht für sie reden. Ja, aber du bist heute so ein bisschen da als... Oder man hat dich ja auch geschickt. Darum habe ich dir ja auch das Beispiel gegeben mit dem Instagram-Post, weil du eigentlich für mich gesehen halt als SVP da auftrittst. Und darum habe ich nur das Logo von euch gesehen. Viel kenne ich leider nicht von dir. Ja, sie sieht eben nicht so gerade aus wie klassische SVP-Politikerin, meiner Meinung nach. Weil ich das, also Ja, wenn ich jetzt so noch an einen SVP-Politiker denke, dann kommt mir eher der Blocher so in den Sinn. weißt Ja, du? wir sind eine männerdominierte Partei. Ja. Wir haben sicher auch viele Bauern bei uns. Ja, okay. Genau. Ja. Schon ihre Würde passen. Minderheit. Würde nicht passen als Also, Bauer. dann kommen wir zu den Zuschauerfragen. Und da haben wir ein paar. Ja, was haben sie da geschrieben? Ja, es sind ein paar noch mehr reingekommen. Juden. Mit, kann man, aber das weiss ich, kann man Antifa mit der jungen Tat gleichstellen? Oder wie sehen ihr das vom Extremen her? Wer ist Antifa? Ich weiss Also Antifa. Antifa. Ja, das sind, Antifa. Keine Ahnung, sorry. Ja. Antifa. Ich sehe, ich habe keine Ahnung von. Ist das überhaupt ja, das sind einfach die Linksextremen. Aha, okay. Genau. Und junge Tat Ja, der weiss, der sind weiss. die offiziellen, soviel ich weiß, offiziellen Rechtsextremen Ja. werden die zumindest genannt. Aber Zumindest. Die sind, ja, sie sind nicht gewalttätig. Mhm. Was? Die junge Mhm. Tat ist nicht gewalttätig. Nein. Also, Also, ich bin jetzt nicht, nicht dass ganz ich im Bild, wüsste. aber ich hätte schon gemeint, das sind ein paar Strafverfahren. Und sie sind dann schon... Gut, bei mir ja auch, wegen dem bin ich nicht gewalttätig. also, Also ich muss es noch genau Ja. anschauen. Im Fall. Ich sage ganz ehrlich, ich kann mich nicht eingehen mit dem. Aber wie Ja. heisst der andere schon wieder? Der, Tobias Link oder so. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. nein, mach nur. Aber er ist Ja. rechts und heißt Link. Ja, heißt der Link überhaupt? Oder irgendetwas mit Ellie? Nein, also das sind Typen, die... Ja, also ich sage immer, es darf nicht rechts von der SVP geben, Ja. sage ich immer. Aber was mir einfach wichtig ist, du darfst niemals deine Meinung mit Gewalt durchsetzen. Und das machen sie, so viel mir bewusst ist, nicht. Ausser die Frau kocht die nicht, oder? Ja, ich weiss eben nicht. Ich habe nur einmal den in einem Podcast gesehen. Wir schreiben jetzt die ganze Zeit, ich soll die einladen. Die denken, ich bin voll... Ja, wenn, dann müsstest du vielleicht noch jemanden ganz links einladen. Das... Ja, Oder? genau. Ja, genau. Nachher... ja, das Ding ist einfach so, und das ist, ich habe leider den Dings nicht mehr, sein Account ist Was? blockiert worden. Ich habe jetzt gerade die Nachricht gesucht. Und bei ihm ist es noch extremer am Fall. Von dem Tobias. Ja, ich habe ihm im Mhm, Fall okay. auch schon Screenshots geschickt und der hat dann auch so eine halbpatzige, komische Antwort. Ich muss im Fall schauen, ob ich es noch finde. Aber nach vorne sagen wir immer, ja, nicht alle Ausländer und so, aber gewisse Leute. Und das spürst du schon ein bisschen aus einem Fall. Es ist mega schwierig, halt das nachzuweisen. Oder? Die Intention ist ja problematisch. Du kannst in den Kopf von einem hineinschauen. Aber er hat mal irgendwo so einen Comment, ich glaube kurz und bündig und so, Ja. wo in die Richtung gegangen ist. Einfach so typisch so die Kennex, weißt du, so die. Aha. Und dann habe ich ihm den Screenshot geschickt und dann hat er auch so eine halbpatzige E-Mail. Begründung geschickt, Ja. die einfach null aufgeht. Und für mich ist das einfach so, so ein Gadget-Moment gewesen, wo ich dann gesehen habe,
was du wirklich denkst. Mhm. Es gibt ja die ganzen Bücher und so, das sind auch wieder so Themen, ob gewisse Völker der IQ tiefer ist als bei anderen. Und das ist Ist ja, ja das? Ja, es sind gewisse Leute sind spannende schon dumm. Studien. Hä? Was denkst du? Ja, weil die Leute können ohne Problem sagen, dass gewisse Völker intelligenter sind, aber wenn es dann heisst, dass gewisse Völker dümmer sind und so, dümmer tönt ein bisschen hart, aber ich sage jetzt mal einen niedrigeren Bildeter. IQ, dann haben sie dann ein Problem damit. Ja. Oder? Weil wenn du sagst, ja, Koreaner sind so intelligente Leute und so, oder Chinesen oder was auch immer, Ja. dann ist das kein Problem. Aber wenn du dann sagst, ja, das und das Volk steckt ein bisschen tiefer, dann ist das... Sie können Emotionen und Fakten halt schwierig trennen. Ja. Aber ich denke, dass bei der jungen Tat, dass es dort, das unterstelle ich, das ist eine ganz klare Unterstellung und von mir, das ist nicht ein Fakt oder so, aber ich würde ganz klar unterstellen, dass es dort Leute gibt, die die Einstellung haben, dass gewisse Menschen aufgrund von ihrer Gene, von ihrer DNA schlechter, dümmer, weniger wert sind. Okay. Das ist so eine Annahme von mir. Und das ist bei diesem Comment für mich hat das ein bisschen rausgestochen. Ich habe nur den Podcast beim Baba Ausländer gesehen. Weil vorher habe ich nichts gegen die gehabt. Vorher habe ich nur gesehen, nein, hey, stolz auf die Schweiz sein, trainieren. Ja, wandern gehen sie viel oder so. Ja. Das sind natürlich nur die äußeren Sachen. Mhm. Das sind so Sachen, die ich ein bisschen beobachte und ich gesagt habe, okay, das ist nicht so schlimm. Ja, sie wollen halt, dass der Schweizer sozusagen in der Schweiz bleibt. Und, Aber der Comment, der hat mir ein bisschen den Rest gegeben. Also Das ich ist kenne es nicht wirklich zu bemischt. wenig, um auch Ja. zu sagen. Ja, also, jemand fragt, ob du einen Freund hast. Ja. Ja, und du hast Er ist safe Albaner. Nein, er ist Schweizer. Ah, was? Wow, Ja. Racist, Mann. Ja, sehen Sie. Weil alle sagen immer, wer hat Türke hat Zahlt das Herz gebrochen und so. Zahlt er die Rechnungen? Ja. Zahlt er immer, wenn er essen geht? Nein. Hat er sich schon mal geprügelt für dich? Ist noch nie vorgekommen. Was natürlich ist, er bekommt mega viele Mails über wegen mir. Das tut mir einmal leid. Du. Ja, Was für Mails? Also, schlecht. ja schlechte. Ja, Hey. ja einfach. Eines war, glaube ich, ja, sie werden deine Knochen brechen oder Ja, ja, Sie schon werden die also Knochen brechen. einfach dumme Mails. einfach Ah, sie haben einen nur Droht? weil- Einfach so. Ja, einfach so. Aber immer anonym. Ja, schon, das passiert eh nie. Ihr etwas. Muschis. Ihr weich. Macht Zeig mal mir etwas, Gesicht, anstatt Mann. die ganze Zeit schnurren da irgendwie Mails schreiben. In dem Moment, wo du das Mail schreibst, dort, mit deiner verwichsten Hand, das macht ja gar keinen Sinn, weißt du, was ich meine? Ich verstehe es nicht. Wieso tut man seine Zeit investieren, um das zu machen, die im dunklen Raum? Also, Definition von Rassismus. Ich tue es im Fall gerade lesen, da direkt, ich kann gar nicht. Definition von Rassismus und Diskriminierung, das, was der Fabio gesagt hat, in einem Reel. Der Fabio Landert, meine ich. Sehr wahrscheinlich. Das ist ein. Er macht Stand-up. Er ist recht bekannt. Hat er auch Tattoos da? Ja, Mhm. voll. Ja, Ja, okay. Ja, also. ja. Aber ich check jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was er meint. Definition von Rassismus. und Was die Diskriminierung. Definition von Ja, ab Rassismus wann ist es ist? Rassismus oder ab wann Comedy oder so? Hat er das gesagt in einem Reel, in einem Video, oder was? Ich komme nicht raus. Er sagt, Definition von Rassismus und Diskriminierung. Das, was der Fabio gesagt hat in einem Reel. Das weiß ich nicht, was er gesagt hat in einem Reel. Ja, aber es ja. ist ja die, wie soll ich sagen, negative Herabsetzung oder systematische Ausgrenzung aufgrund von der Ethnie, von der Gruppenzugehörigkeit. Also wirklich eine Rasse. Nein, ja. Rasse, ja genau, aufgrund von der Ethnie. Ja. Und darum ist ja lustig, da der neue Begriff, den sie erfunden haben, positiver Rassismus. Gibt es So, positive ja, und aber negative sie sagt dann, Rassismus? ja, Schwarze können gut tanzen. Das ist positiver Rassismus. Ah, das ist Oder gut positiv. singen. Hä? die Habe ich noch die nie Begriffe, gehört. Was? das sind ja zwei Begriffe, die diametral divergieren. Mhm. Für die Also ist das übersetzt, ernst wo gemeint? heisst, sie sind völlig entgegengesetzt. Positiv und Rassismus sind ja zwei Begriffe, wie sagen wir, ein Oxymoron, die zwei verschiedene Bedeutungen haben. Weil Rassismus selber heisst ja absetzen, negativ. Ja. Da kannst du positiv davon Mhm. setzen. Positiv absetzen, das? Hä? Ja, wenn man sagt, ja, Schwarze können gut tanzen, Ja. dann ist das Ja, sie positiver können ja besser Rassismus, weil man tanzen. kann- In der Regel. Können Das kannst du nicht alle in den Topf schmeißen. Jeder, der schwarz ist. Pauschalisieren. Ja, weil dann hast du einen Ja. Topf voll Scheiße. Jawohl, Distanzierung, jawohl. Ey, meine schwarze Freunde, sorry, ich habe nur Spass gemacht und damit ihr es alle verstehen. Sorry. Nein, Hey, ich liebe nein. euch, ich liebe euch. Wie sehen ihr die Schweiz in 10 Jahren? Schwarz. Du siehst sie schwarz. Unser. Sehe dich im Schon in Kopf 10 durch. Jahren, oder? Alle mit Kopftuch, alle Die schwarz. Schweiz in 10 Jahren. Weniger in die Richtung von der Angst mache ich. Ich glaube, wir werden viel mehr und viel besser miteinander auskommen.
Mir ist klar, dass Italiener eine ähnliche Religion haben und wir uns darum, die sich eher so ein bisschen nicht assimiliert haben, sondern miteinander integriert haben. Aber ich habe doch das Gefühl, dass wir auf einem positiven Weg sind, dass wir voneinander lernen. Und ich meine, bleiben wir auch bei der positiven Seite. Wir machen das Leben in der Schweiz schon interessanter. Wir machen Musik, wir leisten für Kultur, ich mache für Comedy etwas. Ich kann Comedy machen, wo ein Schweizer niemals machen kann. Und nur schwierig, er müsste mehr zum Kontext beitragen. Ich sehe eine coole Gesellschaft. Und ich denke, und das sehe ich auch, dass die Ausländer schon sehen, dass sehr viel Wert in der Schweiz uns sehr gut vorwärts bringen und sehr viele Ausländer doch auch die Wert für sich nehmen, was ihr eigentlich nicht sagt. Ihr redet vom Gegenteil. Aber ich habe wirklich das Gefühl, die meisten, die da ankommen, übernehmen sehr, sehr viel Wert von der Schweiz. Ich habe mega viele Asylanten und so, sie sind von Bünzlis geworden. Ich habe früher im Asylheim gepennt. Ja, es gibt viele Italiener, die sind die grössten Bünzlis. Ja. Also ich sehe die Schweiz seit 10 Jahren so, wir stehen jetzt wirklich vor 2 wichtigen Abstimmungen. Die eine ist eben die keine 10 Millionen Schweiz und die andere ist der EU-Unterwerfungsvertrag, über die wir voraussichtlich, keine Ahnung, im 28 oder im 27 Mal abstimmen können. Und das ist wirklich eine Geschichtsfrage meiner Meinung nach, je nachdem, ob wir das annehmen oder nicht. Weil wenn ja, das heisst, müssen wir alle Gesetzgebung von der EU übernehmen. Ja. Aber ich hoffe natürlich, dass wir weiterhin in einer freien, sicheren Schweiz leben. Preise, kein Messerstecher. Hey, weißt du warum? Weil wir keine werden die Schweiz beschützen. Ja, ist doch so. Ihr müsst auch Nein stimmen. Hm? Ihr müsst auch Nein stimmen. Stimmt ja, meine Damen und Herren. Nein. Ich stimme manchmal ab, wenn's mich, bei uns muss man eben zahlen, wenn man nicht abstimmt. Und ich stimme manchmal und manchmal stimme ich nicht. 3 Stutz pro Dings. Und manchmal sind es ja 3 Dings. Aber wenn es mich wirklich interessiert, dann stimme ich schon. Also früher habe ich eben gar nicht. Da habe ich immer ein Mischpult gebraucht, um meine Joints zu machen. Früher. Aber ich komme das auch von Italien, weil ich Doppelbürger bin. Und dort habe ich auch nicht, das stimme ich gar nicht. Ja. Und ich sehe den Gusti im Bundesrat. Der Gusti im Bundesrat? Ja, darum verteidige ich ihn ja. Ich er will nicht aber nicht die Politik werden, weißt, oder wenn ich ausgeschafft werde, dann von ihm. wie jemand fragt, hat man dir Vivian oder Vivi? Kannst du mich nennen? Fatima. Weil jemand hat geschrieben, wie die Vivi Fatma. Wie die Fatma klarkommt mit all diesen Anfeindungen, nur weil sie für die SVP Politik macht. Ja, es ist mir eigentlich gleich in dem Sinn, ob sie mich jetzt fertig machen oder nicht. Aber du musst natürlich mega viel Hate über wie Rassistenfotzen oder so. Okay, das hat sicher er geschrieben. Bist du gewesen? Nein, oder weißt du, ich verbrenne dich oder so Zeug. Weißt du, ja, Teil schon unter den Gürtel. Was lachst du? Hart, Mann. Wie können dir das nicht? Ja, doch. Also, nicht Rassistenfotzen bin ich noch nie genannt worden. Also das nicht, aber Rassist und so. Mein neuer Comedy-Name, Rassistenfotzen. Sorry, das ist natürlich nicht über etwas. Jetzt fühle ich mich wieder Farid Bang, wo er darüber redet, dass am anderen Karotte reingeschoben ja. Das ist nicht lustig. Sorry, das ist nicht lustig. Du, der das geschrieben hast, selber wünschst dir eine Karotte in den Arsch, du Arschloch. Habt ihr beide... Also, oder, nein. Wann habt ihr das letzte Mal gedacht, dass ihr mit der Aussage zu weit gegangen sind? Er jeden Tag, sehr wahrscheinlich. Boah. Das Ding ist in der Comedy-Show... Der Ranze kommt raus. Ja, er hat mir gerade gesagt, ich muss das T-Shirt. Jawohl, merci. An der Comedy-Show entwickelt sich so eine Dynamik. Und dann ist es ein mega cooler Raum, wo du dich voll frei fühlst und du überlegst gar nicht mehr, was du sagst. Und dann sagst du schon ein paar Sachen, wo du denkst, ich weiss, und nach Comedy-Shows bin ich zu ihr gegangen und so, ich bin nicht verdammt. Wenn der eine hatte, seine Mutter ist an Krebs gestorben und Witz gemacht über. Ja, der eine hat wirklich, seine Mutter ist an Krebs gestorben. Und er hat selber ein T-Shirt angehabt, wo gestanden ist Hexagon, Pentagon, Oktagon und einfach ein Sarg, Mamis gone. Nein, ich sag dir, ich finde deine Sachen mega gut, aber wenn es eben so, wenn es um Krebs und so geht, das finde ich, dort sagt er, dort bin ich nicht 100%, weil ich finde, ich bin auch schwarzer Humor, habe ich voll. Aber so bei Krebs und so Krankheiten, aber das ist für mich so, das ist das Einzige, was bei mir so ist, wo so, wenn ich denke, nein, Mann. Aber das ist deine persönliche Grenze. Ja, weil wenn du Leute kennst, die das haben und so, oder gesehen hast und die gestorben an dem, keine Ahnung. Aber das hast du sicher auch. Du bist ja nicht... Jeder hat seine Grenze, aber das ist nicht die Grenze für die anderen, weil es gibt ja Betroffene, die das gerne... Eben der Typ zum Beispiel, seine Mutter ist an Krebs gestorben. Und er ist völlig okay damit und hat sogar selber darüber Witz gemacht, weil es ist ein Coping-Mechanismus. Wenn es für dich nicht okay ist, das ist das Ding. Völlig okay, ja. Aber da kannst du nicht anderen vorschreiben, dass es halt... Nein, das würde ich auch gar nicht machen. Aber weißt du, wenn so zum Beispiel die einen haben Kinder, die Krebs haben, Leukämie und so, wo man dann über Leukämie, dort habe ich so...
wenn es ums Kind geht, das Leukämie hat und ich dann dort kann ich keinen Spass. Aber die sind ja nicht persönlich angesprochen. Ich weiss, aber es ist irgendwie für mich so, das finde ich zu hart irgendwie. Obwohl Ja, aber wir haben 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Oder nicht mal nur die Deutsch können. Wenn jeder Witz, den ich mache, und ich überlegen muss, Ja, wäre, dass du findest... alle anderen finde ich nicht so schlimm, ich sage dir ehrlich. Also kann ich, aber das ist das Einzige, das ist wirklich das Einzige. So Kinder, die Krebs haben, über die Völlig Witz machen. okay. Aber du machst ja gar nicht die Witze über Kinder, weißt du, was ich meine? Also ich habe jetzt keinen einzigen Dings im Kopf. Hat er über krebskranke Kinder Witz gemacht, wie sie lacht? Nein, aber ich habe mal... nein, das nicht. Aber schau, du darfst ja machen, was du willst. Ja. Ich sage nur, das ist das Einzige, was ich jetzt finde. Nein, mein Spruch ist wenn jemand sagt, über das macht man keinen Witz, dann sage ich immer, okay, sorry, du hast recht, aber jetzt nur noch Witz über krebskranke Kinder. Das ist so. Ja. Ja, Bro, das ist ja jetzt das so. Nein, es ist völlig legitim. Schau, die Grenze ist doch dort, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe das nicht gerne, ich bin betroffen. Aber das Problem ist, Ja. du kannst nicht das Internet, wo ein öffentlicher Raum ist, für dich proklamieren und sagen, mich verletzt das, darum darfst du das nicht machen. Weil du hast auch Ja, gewisse ja. Verantwortung, nur das zu konsumieren, was Ja. dir gefällt Kannst oder du nicht. sagen, gefällt mir nicht? Das Internet ist nicht ein persönlicher Mhm. Raum und man kann nicht berücksichtigen, die und die weil es gibt Betroffene, die das gerne So, haben. ja. Ich bin zum Beispiel auch so, und das habe ich auch schon erlebt. Ich hocke mit einem Jude an, wir machen Witze, die uns näher bringen. Ich mache Judenwitz, er macht Araberwitz. Und du merkst, es ist ein Moment voll der Liebe. Wir umarmen uns, wir lachen. Gut, ich bin sofort duschen gegangen. Und du merkst, es ist ein Moment von der Liebe. Bro, es sind wirklich Deutsche und Schweizer, die nur daran motzen. Und ich denke, du hast einen Scheiß Eben damit zu genau. tun. Das habe ich mit dem Also, Rush letztes Mal gesagt, wegen Mohrenkopf und so. Wir haben ja da Mohrenkopf gegessen und sie stört es nicht, aber meistens sind es die Schweizer, die sich daran stören, dass der Mohrenkopf heisst. Mhm. So, weißt. Es gibt natürlich schon vereinzelt, aber der Das sind dann meistens so Halbschwarze. Die nicht einmal mehr ihre Muttersprache können und so, wo so einfach die eine Seite schwarz ist, die proklamieren das extrem für sich, so ja, nein und Die wie ganz beim Schwarzen, Kiko also, dort, dann wo ist er es bei der scheissegal. Arena war, im SRF. Ja, genau so. Ja. Wie mir sagt, die Portugiesenwitz, wer ist der Einzige, der gemotzt hat? Ein Halbportugies, der nicht mal Portugiesisch hat können. Ja, Und ich ja. besser Portugiesisch kann als er. Ja. Die meisten Portugiesen haben sich totgelacht. Hey, vor der Schkrall ist urlustig. Eben, ja, Mann, das ist ja gar, oder sie verstehen es gar nicht, weil sie gar kein Deutsch können. Und du hast das auch schon mal irgendwie eine Aussage tätigen, wo du gedacht hast, ja, den habe ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, also ich habe auch schon mal vor der Staatsanwalt müssen antraben. Du musst ja die Ja, da ganze müssen wir Zeit... tiefer drauf Die ist eingehen. schon kriminell, Willst du das hören? Ja, Mann. Das ist Nein. sicher, weil du halb Brasilianer bist. Ja, stimmt. Das sind in der Kriminalstatistik auch recht weit oben. Ah, Nein, es liegt halt einfach auf der Hand, oder? Bist oder nicht im Blut. beliebt, Nein. ja, Man sucht einfach etwas. bist nicht beliebt als Ja. als SVPlerin und dann wollen dich natürlich viele Leute machen, dass du mundtot bist und so. Ja, Dann zeigen sich wegen einem kleinen Scheissdreck an. okay. Ja. Aber wo ich mal ein bisschen zu weit gegangen bin, ist, ich bin ja schon an 2 verschiedenen Prides gsi, um Ja. die Leute dort zu interviewen, zum fragen, ja, für was braucht es Ich eigentlich? Ich habe die So. Post Okay. geliked von ihr. Ah ja, du hast sogar auch Bringen eins ein. geteilt, ja Muss ich genau. schauen. Oder? Und das ist ja, wo es mir persönlich zu weit geht, wo einfach Kinder werden dort früh Ja, sexualisiert. du hast sie nicht angegriffen, das Ich muss habe ich sie nicht sagen. Darum habe ich angegriffen, es also auch wirklich nicht geliked. Ja. angegriffen. Was ist passiert? Ja, einfach die ganzen Videos, die ich gemacht habe über Pride und meine Kritik an Pride. Aber der Punkt war, wo sie mich haben angreifen konnten, ist, ich habe gesagt, der Pride gibt es jetzt neu auch im Aargau und dann habe ich geschrieben, der Parasit expandiert. Das war eigentlich so ein bisschen der Punkt, wieso sie Aha, mich dann ja, angezeigt okay. haben für Aufruf zu Hass und Hetze. Ja. Ja, und mir ist halt die geschichtliche Begrifflichkeit von dem Begriff Parasit nicht bewusst gewesen. Ja. Und ja, das wird jetzt nicht Ich mehr. habe eben das gesehen, weil die... Wer ist die haben- Parasit? Ich bin jetzt 1 Sekunde abgelenkt. Die Pride-Bewegung. Als Parasiten? Ja. Das ist... Bro, come on. Das Nein, ist ja aber die heftig. haben dort das Schild aufgehabt und gesungen irgendwie Musst die mit den Videos Kindern. Und bitte das, anschauen, ja, bitte. das hat mich Ja. eben gestört. Ja. Parasit Eure ist so- Kinder werden so wie wir und so, das Eure hast du doch... Sinders. Genau. Ich kann nur reden, eure Kinder sind schon alle queer und so. haben sie gesagt. Ja, Ja. eben. Das bin ich Ja. voll allergisch, weißt du? Ja, ja, ich auch. Voll. Aber du hast selber 2 Kinder. Ja, und Mhm. meine Kinder sind nicht queer. Nein, sind sie nicht. Sie sind einfach Kinder. Ja. Die haben gar nicht... Was heisst das? Man sagt sogar queer und nicht queer. Ja. Woher? Ja, queer. Für mich... Das Hirn ist Queer. quer im Kopf, anstatt irgendwie... Ja, komm. Also, ist ein anderes Thema. Für was bist du alles angezeigt worden? Können wir das noch rausdingen? Das klingt verdammt interessant. Nein, also ich wüsste dir mal mehr. Es sind wirklich viele Sachen, wo ich angezeigt worden bin. Aber also, Wieso keine wird sie die ganze Zeit nicht? Ich nie, Mann. Gell? Wieso Das wird sind der... die Zeig schlimmsten dich mal an, Sachen. ey. Aber das ist meistens immer nicht an Handnahmeverfügung. Das heisst, Okay. Leute schreiben der Polizei irgendwie ein Mail und sagen, ja, haben sie gesehen, was sie da wieder mal postet Zum haben? Beispiel? Ja, aber du musst ja trotzdem antraben und so raus. Nein, oder? nicht immer. Nicht Ah, immer. nicht immer, Ja, okay. eben, wenn es gerade nicht an Handnahmeverfügung ist, dann Ja. wird es gerade fallen gelassen in dem Sinn. Ja, ich muss leider... Bei mir ist es nicht gefallen. Einer ist auch mal wegen, was habe ich gesagt?
Als ich eben in Genf war und ich so einen Kulturschock dort hatte, habe ich gesagt, ja... was habe ich wieder geschrieben? Stimmen wir zu Afrika, oder? Nein. Ich habe gesagt, viele Vorhänge hier, vor allem im Gesicht oder irgendetwas, so habe ich gesagt. Und Bro, der mit Vorhang, den habe ich auch Du schon bist ein gebracht. Arschloch wie wir. Du bist ein Arschloch. wegen dem. Ja, du musst können verkraften. Ja, voll, musst du können verkraften. Mann, ich kenne so viele Frauen Ist ja nicht so mit schlimm. Kopftuch und so, die lachen selber über so Zeugs im Fall. Schon. Aber ja, Wenn man sagt, du kannst mal den Vorhang aufmachen, oder? glauben wir, die sind voll easy. Das ist eben Ja. auch etwas. Ich glaube in einem Fall, du würdest auch wirklich anders denken, wenn du Kolleginnen hast, die mit Kopftuch rumlaufen. Du wirst sehen, du hast, das habe ich auch erlebt im Fall. Also, das habe ich mega oft erlebt. Ich weiss noch, zum Beispiel, als ich das erste Mal auf Brasilien bin, habe ich im Fall auch voll so, wenn ich die Leute gesehen habe, nachts auf der Straße. Dort merkst du erst, dass du die Vorurteile hast. Ja. Wenn du nachher siehst, dass es anders ist, du merkst gar nicht, dass du die hast. Da bin ich dort hin und dann ist irgendwie 10, 11 Uhr am Abend so, das sind Kriminelle und so. Du Und ich bin merkst, draussen ich bin ein rumgelaufen. Und Rassist. jedes Mal, wenn jemand durchgelaufen ist, okay, der Überfall. Und dann merkst du, die Leute sind, klar, es hat Kriminalität, Ja. aber die meisten Leute sind so coole Leute dort. Und dann merkst du erst, dass du die Vorurteile hast. Und ich glaube, du brauchst wirklich Leute in deinem Umfeld, die Kopftuch haben. Wenn du jemanden siehst und die Möglichkeit hast, freund dich mit ihr an und du wirst wirklich, dein Denken wird sich verändern. Ich glaube, ja, also ich bin sicher offen, aber wahrscheinlich wollen die gar nicht mit mir befreundet sein. Wirklich nicht. Ja, aber ich rede von Leuten, wo du hast niemanden im Umfeld, das kann ich jetzt schon sagen, du hast niemanden im Umfeld, der wirklich auch beten tut, beispielsweise, der Ramadan macht, und ich denke, und das ist es eben, ich verstehe es, man hat das Bild, weil ich habe es ja bei mir entdeckt. Ich kann kein Rassist sein, weil ich bin Ausländer. Ich weiss, als ich das erste Kannst Mal in schon, eine doch. Jugo-Disco gegangen bin, im Fall, und ich das Gefühl habe, oh, dort musst du ein bisschen dich zusammenreissen und so. Und ich habe die geilste Nacht von meinem Leben. Das sind die geilsten Leute überhaupt, die Ja. Schachtelgrinder Ja. im Fall. Ja. Hat sie nicht Dort, wo so zusammen? in Altstädt hat es einen Club gehabt. Ja. Und du merkst es erst, wenn du merkst gar nicht, dass du die Einstellung hast. Du merkst es erst, wenn dein Bild so ganz anders ist und du unterbewusst etwas erwartest, aber völlig etwas anderes kommt. Ja. Die lockersten und geilsten Leute überhaupt. Und darum denke ich wirklich, wenn du so jemanden hast, weil die meisten, das spürst du gar nicht. Das ist nicht das extreme Bild, das du hast. Ich will wirklich die Leute ermutigen, im Fall auf die Leute zuzugehen und dann nicht Chance. Ich sage immer, du musst mutig sein, auf die Leute zugehen. Geh auf den Araber zu oder Muslim, gib ihm die Chance zu beweisen, dass er nicht explodiert. Geh auf den Afrikaner zu. Du nimmst gib ihm- kein Schweinefleisch anbieten. Gib ihm die Chance zu beweisen, dass er keine Drogen verkauft. Geh auf den Albaner zu, gib ihm die Chance zu beweisen, dass er dich nicht mit dem Messer absticht. Und wenn es doch passiert, dann bist du selber schuld. Wieso traust du auch einen Albaner? Ganz ehrlich, dann hast du es verdient. Was haltet ihr noch? Eine Frage hat jemand gefragt. Was haltet ihr von Gendern? Findet ihr das wichtig, dass man gendert in der Schule später und dass das bei uns in der Sprache aufgenommen wird? Also innen. Entschuldigung. Also innen Ja. und so Zeug und Sternli. Innen und. Da bin ich im Fall. Nein, Entschuldigung, sag du zuerst, das würde mich noch interessieren. Also ich finde es total unnötig. Oder? Also für was muss man das machen? Ich werde doch nicht diskriminiert, nur weil man sagt, die Schüler. Oder? Oder den Samichlaus habe ich letztes Mal einen mit High Heels und. Sicher nicht. Glaubst Ja. du, dass gewisse Sachen Einfluss können haben aufs Unterbewusstsein und sich das ein bisschen manifestiert in den Gedanken? 95%, was wir machen, ist vom Unterbewusstsein. Ja. Okay. Also ich glaube ganz fest daran. Ja. Denkst du nicht, dass es könnte doch valid sein, wenn man sagt, dass wenn man die ganze Zeit die männliche Form hört, dass das auch eine gewisse bildliche... Amix, wenn ich zum Beispiel sage Elefant, du hast automatisch das Bild von einem Elefant im Kopf. Ja. Wenn ich sage Schüler beispielsweise, denkst du nicht, das hat eine gewisse bildliche Konnotation im Kopf, wo du automatisch etwas Männliches vorstellst? Ja, aber was ist daran schlimm? Der Hamza ist Das Schlimme ist daran, dass wenn du bildlich zum Beispiel, eben viele glauben ja an Manifestation, ich selber glaube auch, dass wenn du gewisse Manifestation hast, dass du dann eher das in die Realität umsetzen kannst, dann können wir ganz spirituell werden. Und ich denke gleichzeitig ist es auch nicht so ein, und ich bin wirklich überhaupt nicht also links, aber ich finde, es macht schon einen gewissen Sinn, wenn man sich dem ein bisschen öffnet, dass wenn du gewisse Begriffe auch in der weiblichen Form, die natürlich auch automatisch weiblich vorstellst, dass sich das vielleicht ein bisschen manifestiert bei den Frauen und sie dann mehr Glauben an sich haben. Gewisse Berufe auszuüben. Aber das müssen ja die Frauen sagen, ob sie das stört eigentlich, oder? Nein, ich glaube, du sprichst schon einfach, wenn man respektvoll ist, sagt man ja auch liebe Damen und Herren, man sagt liebe Schülerinnen und Schüler. Ja, man sagt ja nicht nur liebe Aber- Herren und es sind aber alles Frauen da. Es geht ja jetzt um das Problem, weil das Gender geht so weit, dass du musst immer sagen innen. Oder Ja. mit dem Sternchen oben dran. Ja, aber es gibt auch noch Bezeichnung Das ist ja gar nicht so- Xier und so Zeug und ich komme da nicht raus. Das ist etwas anderes. Der, die, das, ja, das ist auch. Das sind Geisteskrankheiten. Oh, habe ich das Okay. gesagt? Ja, ich sehe es auch so. Völlig Aber
Die Leute werden mich hassen, man. Das ist scheiße. Komm, bringen, nein. Drop, Aber das komm. mit dem... nein, das nicht. Aber das mit zum Beispiel innen... Es ist eben auch so etwas. Es ist doch nicht einmal... Schau, wir können wieso nicht machst du es denn komplett nicht? ausschliessen. Wie? Machst du es? hab's bei dir jetzt auch noch Bei nie mir gesehen. ja, musst du mal schauen auf der Website. Innen? In dem Okay. Fall. Ja, also ich sage jetzt so, ich mache es nicht aktiv. Mhm. Geh direkt Aber wenn ich nicht zum Beispiel drauf. mit Message immer. ChatGPT etc. etwas mache und so und das lese, dann nehme ich es nicht raus. Okay. Weil ich Aha, finde, es okay. ist so ein kleiner Aufwand. Und Es ist wieso mehr muss man Aufwand, sich das so- rausnehmen nachher, ja. Du hast ja keinen Nachteil. Aber die Frau oder die Leute, die das ja wollen, die wollen, dass du es wirklich immer sagst. Ja, also wenn wirklich einer so mit meiner zwanghaft. Tochter so redet, ich werde direkt steigt mir das Blut ins Hirn rauf. Und ich würde ihr sagen, heb deine Fresse und red mit ihr normal. Weil es regt mich auf, weißt, es regt mich auf. Oder mein Vater ist zum Beispiel 50 Jahre in der Schweiz, er kann nicht richtig Deutsch. Nachher soll er noch den Scheiß Innenscheiß lernen. Er Ja, kann aber jetzt noch nicht Sprache mal hat sich die ja schon Autos, immer- sagt er immer noch. Die Sprache hat sich ja schon immer gewandelt. Weißt du, was ich meine? Und Ja, aber ich finde, das soll sich nicht kommt ja wandeln. auch, die Berufsbezeichnung kommt ja aus einer Zeit, wo Frauen eigentlich eher nicht gearbeitet haben. Oder? Und mittlerweile hast du immer noch viele Männer, die so gewisse Bereiche dominieren, wie höhere Viele Frauen Positionen. interessiert das gar nicht. Sie Okay, zum Beispiel schau so. ja jetzt auch nicht. Radi- Sie müssen ja die sein, die es eigentlich angegriffen, nicht wir Männer. Weißt Ja, du? aber es gibt einfach so gewisse Leute in der Politik, du kannst gewisse Gedanken vorgehen oder gewisse, wie soll ich sagen, mit gewissen Studien kannst du schon, eben zum Beispiel, du hast ja auch gemeint, oder, dass Unterbewusstsein ja existiert und dass es extrem unser Handeln und unser Denken ein bisschen beeinflusst. Und das merkst du ja nicht aktiv, aber darum reden wir ja darüber. Wenn du sagst, hey, ich glaube ein bisschen daran, denke, es ist nicht so ein extremer Aufwand. Ich finde es scheiße, wenn man dann ist so aber nicht nur das radikal Innen. ist. Es ist nicht nur das Innen, gell? Das kommt ja noch, ich weiß es nicht, ich informiere mich nicht 100%, aber es gibt ja noch andere. Es gibt ja noch andere Bezeichnungen. Aber es hat ja ein- irgendetwas nur Ja, mit Ems eben, oder so. gibt's Das ja meine auch ich, noch. genau. Ja. Ich sehe die Leute, die so reden, Ems, Ja. Games und so, die sind ja Was ist voll das? hirngefickt. Ja, das ist auch Gender. Die Sag das Leute, mal. die so... Ich habe mal so ein Video gesehen, Ja. wo eine redet, die Soll Games so reden sie irgendwie. Ja, Das ist ja voll gut, das krank. ist ein ganzes Thema, aber ich bleibe jetzt doch bei dem Ja, das ist Ärzte aber und das. Ärztinnen. Ja, Aber das aber ist das nicht geht gendern, das eigentlich ist nicht normal. das. Die Frage ist eben Das ist ganz Gender. Gender. Nein, das ist nicht Gender. Das ist normal. Nein, ich meine Also Gender, 100%. Gender, das, was ich jetzt gesagt habe mit Games innen und ich Nein, möchte mich das- vielleicht ein bisschen mehr informieren, wie man das genau macht, aber das ist jetzt eine Zuschauerfrage. Eben gewesen. Ja, gut, das D, dem und so, von dem rede ich nicht. Ja, aber ja, Arzt das und dann ist es. Doppelpunkt oder Stern innen, das meine ich. Nein, also ich weiss Es geht normal eben noch schreiben weiter. Arzt und Ärztin oder so. Mhm. Weil wenn du Doppelpunkt und innen und so schreibst, das ist Gender. Ja, aber das ist ja genau das Gleiche. Das ist einfach eine kürzere Form. Ja, ich Anstatt mach's das ganze nicht. Mir ist Wort es aufwendig. ausschreiben, hast du Ja. einfach, du kannst amigs auch Schrägstrich innen und so. Das sind doch einfach so verschiedene Formen von dem Schreiben. Wenn aber du weißt, sagst, wenn das du andere ist sagst- normal, ist ja tupf genau das Wenn Gleiche. du sagst, du sprichst ja, du sprichst auch ÄrztInnen, weißt, wenn du so zwanghaft aussprichst, gibt es ja auch. Das ist dann Gender. Oder wenn du Also beim Arzt und Reden? Ärztin, ja, beim Reden. Also ich denke jetzt nicht, dass die Leute etwas dagegen haben, wenn man sagt Arzt und Ärzte und Ärztinnen. Ich Nein. denke nicht, dass für sie das einen grossen Unterschied macht, weil es inkludiert ja auch das weibliche Geschlecht. Und Ja, das aber es geht ja ist damals unnötig. genau gleich. Darum verstehe ich nicht, dass du da so, wie soll ich sagen? Das ist schon unnötig, finde ich. Ich Aber es finde geht ja haben wir nicht so normal viel, um haben wir so Frauen. viel Problem. Nachteile? Haben wir so viel Nachteile? Ja, ich muss mehr schnurren. Ärzte und Ärztinnen. Ich komme mir vor, wie wenn ich irgendwie einen Schaden, einen Hirnschlag an das schon, aber schau, wenn wir keinen Nachteil, wenn wir keinen tatsächlichen Nachteil durch das haben und schon nur, wir könnten den Vorteil durch das haben, dass es einen positiven Einfluss Ja, auf aber ich die bin jungen so- Frauen haben. Die Sprache wird Warum? vergewaltigt durch das. Sprache wird vergewaltigt durch das. Nein, wir machen ja nicht, Moment, wir machen ja nicht irgendwelches surreale oder wir machen ja nicht irgendwelche fiktive Begriffe, die gar nicht existieren, wie zum Beispiel they, them und Aber das ist das auch machen wir Gender, nicht. Ja. Hm? Das ist ja auch Gender. das schließe Aber ich die wollen aus. eigentlich Ich rede das. nur, dass man nicht nur die männliche Form nutzt. Ich rede Ja. von dem. Ja, Das das hat sind doch zwei nur verschiedene Paar positive Schuhe, ja. Effekte. Und wenn es es nicht hat, Mhm. hat niemand verloren. Außer der Bierenweich, weil er einmal mehr hat müssen einschnaufen. Bring mal das aber in Libanon. Der Vorschlag, du wirst enthauptet, sehr schön. Nein, aber ich mache. Ich denke nicht, dass sie etwas dagegen hätten. In dem Fall. Ja, würden Nein. alle sagen, ja, kein Problem. Wenn du Jeder- sagen würdest, dass du wie soll ich sagen, den Glauben an sich selber bei den Frauen fördern kannst. Ich tue ja nicht eine Frau diskriminieren, nur weil ich nicht sage Ärztinnen. Das heisst nicht, ich hasse Frauen. Das heisst, ich Frauen sage sind nicht, du weniger tust sie diskriminieren. Ich sage, du hast vielleicht unterbewusst einen positiven Effekt. Du hast auch Kinder. Und wenn du denen die ganze Zeit sagst, ich glaube an dich, du bist die Beste, du bist die Stärkste etc., das hat doch auch einen Einfluss. Und natürlich, wenn du einfach sagst, inkludier das Wort Ärztinnen in deinem Sprachgebrauch, hat es nicht so einen extremen Einfluss, wie wenn du direkt sagst, ich glaube an dich, du schaffst das und so.
aber vielleicht doch ein Minimum, wo im Großen und Ganzen als Gesellschaft einen positiven Einfluss haben können. Und wenn nicht, was haben wir verloren? Es ist doch nicht so schlimm. Liebe Damen und Herren, liebe Ärzte und Ärztinnen. Wir haben safe andere Probleme, wir haben safe schlimmere Probleme. Aber ich finde, dass man das... Ja, aber das ist Whataboutism, das ist so ein linker Begriff, aber das stimmt schon. Das ist so, ja, aber wir haben da noch das Problem, aber wir reden jetzt von dem. Wir haben schon andere Probleme, aber wir reden jetzt von dem. Weißt du, wenn man jetzt zum Beispiel auch die weibliche Form anspricht, habe ich nicht das Problem, eben Ärzte und Ärztinnen. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel bei einem ganzen Gespräch, dann hört man ja bei diesen Gender-Debatten immer krankhaft das Innen noch hinterzu. Also weißt, wirklich immer bei jedem zweiten Wort. Nicht dafür. Denn das ist... In offiziellen Kommunikationen macht es vielleicht... ich meine, dort leistest du ja extrem Wert auch auf welche Wörter das du benutzt, auf den Duktus, auf viele Sachen tust du Acht geben. Und ich finde, so öffentliche Reden, oder wie zum Beispiel bei mir, bei Pressetexten oder sonst irgendetwas, gut, wir haben sowieso edgy Pressetexte, aber Sponsorenmappen beispielsweise, dort ist es drin, weil ChatGPT vorgeschlagen hat. Ich finde, dort kann man das ja machen. Aber jetzt zum Beispiel, dass man dann extrem ist im alltäglichen Gebrauch und so, und das so Leute aufzwingen will, das ist ein anderes Thema. Ja. Aber bei so Reden vor Leuten, vor allem, wo du eine breite Masse triffst, auch wenn es nur 1% Einfluss hat, ist doch nicht so schlimm. Ja, aber das heisst, dann müsstest du von jedem zweiten Satz immer innen hinterherhängen. Das machst du ja nicht. Um das Das geht sind es 0,2 Sekunden. Ja, die summieren sich, ja. Ja, aber... Bro, also ja, okay, wir sind da verschiedener Meinung. Ich bin jetzt nicht voll am Durchsetzen. Schreibe dir mal einen Kommentar, was ihr davon haltet. Aber aber warum nicht, wenn es ja einen positiven Einfluss hat? Weil ich mich nicht so damit befasst habe. Aber jetzt, wo ich es anspreche und ich mir Gedanken darüber mache, ist das... Vielleicht mache ich es nachher, ich weiß es nicht. Okay. Jetzt gehst du raus, wir haben ihn... Aber dann müssen wir auch eine männliche Form von Schlampen haben, wenn man das so... Schlamps und Schlamps-Innen, damit auch Männer daran glauben können, dass sie... Ja. Ja, voll. Also, da habe ich noch eine Abschlussfrage. Was ist zuerst gekommen, das Ei oder das Huhn? Meine Mutter. Hey, aber sie legt kein Ei. Schlusswort, ja. Das sind ja nur andere, das ist in Russland. Sorry, Bro. Hey, ich liebe ihn und er liebt mich. Nur darum können wir so Ich zeige ihn nachher an. Dann werden wir vor Gericht, jawohl. Du bist ein geiles Hey, was ist gekommen, Bro? Ha? Was ist zuerst gekommen? Ei innen oder das Huhn innen? Ich glaube, die Frage ist als erstes gestellt worden. Hä? Frage. Die Frage, ist das wer hat sie gestellt? Allah oder was? Nein, die Frage ist als erstes gekommen von der SVP, weil man hat nachher so ein Problem kreiert, das gar nicht existiert hat. Und dann ist das Huhn und das Ei gekommen und dann hat sich das tatsächlich umgesetzt. Danke. Also die Frage ist von der SVP ins Leben gerufen worden. Also ich denke, irgendein es war Ausländer ein schwarzes Schaf gewesen. Einfach, dass du es weißt. Ein schwarzes Schaf? Ja, ein schwarzes Schaf, ein schwarzes Huhn. Aber könnt ihr es mir in dem Fall nicht beantworten? Wieso fragst du so Scheißfragen, Mann? Ja, Bro, weil sie niemand beantworten kann, darum. Also, Ich habe gehofft, vielleicht kann sie jemand beantworten. Also, das wäre es gewesen. Habt ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch einen Abschlusssatz sagen. Du kannst sagen den Leuten, dass sie gendern sollen. Wirklich? Da ist deine Kamera und dort ist am Hamza seine Kamera. Du darfst anfangen. Ja, danke vielmals, Mirko, dass du mich hier eingeladen hast und ich bitte euch am 14. Juni Ja zur Nachhaltigkeitsinitiative zu stimmen. Bringen ihn heim. Hey, merci Mirko, dass du mich eingeladen hast und ich bitte euch alle am 14. Juni Nein zur Nachhaltigkeit. Nein. Ja! Nein! Wer nicht sagt Nein, whoever votes Yes is gay. Hey, nein, jetzt habe ich gemeint, du bist voll. Nein, ist natürlich Spass. Informiert euch und wählt, was ihr wollt und so, aber... Gendert einfach. Ja, gendert einfach, Mit innen. okay. Ja. Bichachos und Bichachosinnen und der ist ein geiler Sieg, okay. Abonniert den Kanal, der macht gute Arbeit, der hat ein gutes Herz, auch wenn er nicht so tönt. Er tönt wie ein Bastard, genau wie ich. Aber Bin sein ich Herz ist rein, okay. Abonniert den Kanal, folgt dem Kanal, so supportet er. Und wenn ihr gerne dreckigen Humor habt, besucht meine Comedy-Show, deinemuttercomedy.ch. Dort findet ihr die ganzen Termine und ich moderiere zwischendurch an. Danke für den Podcast, hat Spass gemacht. Darf ich nochmal vorbeikommen? Ja, eben, wenn ihr, ich sage immer am Schluss des Podcasts, wenn ihr mit irgendjemandem von diesen zwei jemanden vorschlagen wollt, wo mit denen könnt ihr anhocken könnt, dann könnt ihr gerne nochmal kommen. Oder auch du, der gerade zuschaust, kannst reinschreiben, ich würde gerne mit der Vivienne oder ich würde gerne mit dem Hamza im Podcast. Passt mir überhaupt nicht, was er eigentlich zusammenschnurrt. Melden, einfach gerne melden. Bringen heim. Danke vielmals fürs Zuschauen. Schön. I can't take no loss. I don't even know what it costs.